was von der Flinte, gell? Hä? So, erstmal leiser machen, ne? Servus erstmal. Servus, servus, frohes Neues, ne? Frohes Neues an alle Mann. Wir haben uns ja nicht live gesehen im neuen Jahr, da kann man noch frohes Neues sagen, denke ich, ne? Das passt schon. So, die Mara sollte auch da sein, hoffe ich. Servus und frohes Neues euch allen. Alter. Alles beim Alten im neuen Jahr. Läuft, oder? So, hallo gehen, servus erstmal. Thales, Kampfdampfer. Robben Thiago, ne Abend. Na, außer aber gleich 2 in einem Pott, wa? Wild. Chico, alte Kanone, servus. Gutes Neues, genau. Und gesundes natürlich, ne? Und Peter, hochverdienter Sieg. Von uns gegen Gladbach. Ja, aber trotzdem zu spannend, oder? Zu spannend gemacht, den ganzen Bums. Hochverdient, denke ich auch, ja. Jetzt recht, wenn man die erste Halbzeit nimmt, wo Gladbach so gar nicht stattgefunden hat, offensiv. Aber viel zu spannend gemacht, den Bums. Olli, frohes Neues! Frohes Neues. Hoffe, ist alles gut. Ja, Musiala ist auch gut, dass er wieder zurück im Training ist, weil, wie wir gesehen haben, ist schon zäh, ne? Ist schon zäh. Ich meine, zum Glück ist Michael ein bisschen in die Bresche gesprungen. Aber wenn Heavy dann auch nicht so den Offensivdrang hat irgendwie, dann wird es zäh, ne, gegen einen tiefstehenden Gegner. Wo wir ein bisschen mehr Platz hatten, ja, war alles gut, war alles ein bisschen einfacher. Und wenn du natürlich das Handicap Leroy Sané noch auf dem Feld hast, dann ist natürlich auch schwierig, ne? Spielt er eindeutig gegen uns. Der spielt auf jeden Fall für seinen neuen Vertrag, der Leroy. Wenn Sané spielt, geht's mir immer gut. Ah. Hör auf, ey. Ja, das wird auch eine spannende Geschichte werden, ne? Ich bin ja mal gespannt, ob er am Mittwoch aufläuft. Also wenn man Kompanys Aussagen auf der PK hört, dann wird ein Sané auflaufen, ne? Ist klar, oder? Dann können wir aber auch langsam wieder das Fass von wegen Leistungsprinzip aufmachen. Ja, ich denke auch, oder? Ich denke, wir tun auch noch 2 Mille drauf. Für die guten 3 Monate unter Thomas Tuchel, oder? Hat er sich verdient. Ja, ein bisschen Sarkasmus muss es sein im neuen Jahr, ne? Dein Tipp, 4:0 gegen Hoffenheim für uns. Ja, Hoffenheim sollte im Moment kein Gegner sein, ne? Sind wir mal ehrlich. Also ich erwarte da noch das ein oder andere Türchen mehr, wenn ich ehrlich bin. King war stark, ja. Ja. Von welchem King reden wir jetzt? Guten Abend zusammen, ADMUN 5. Jetzt von dem einzig wahren King, nicht von der es sein möchte. Also doch nicht von Kingsley. Also nicht Okay. von deinem König. Ja, dass wir nicht von dir reden, war mir klar. Ja, klar. Donny, vielen lieben Dank für dein Primey und Halogen, vielen lieben Dank für dein Stufe 1 Abo. Für 6 Monate, wild. Schon seit 5 Monaten dabei. Und Blondie seit 2 Monaten. Vielen lieben Dank dafür. Sani darf niemals starten, ne, das ist richtig. Aber das haben wir doch diese Saison schon oft gedacht. Ich meine, oft hat er ja recht gehabt, so am ganz langen Ende. Ne? Denkt am Anfang der Saison an Minjay, denkt auch an Koman, aber boah, bei Leroy zieht sich halt echt schon sehr lang, ne? Also ernsthaft, ich habe schon wirklich überlegt, wenn Sané verlängert wird, weiß ich auch nicht, Alter, dann kannst du die Glaubwürdigkeit unseres Vereins aber in Frage stellen. Ja? Also mal ganz ehrlich. Ich meine, zum Glück gibt es ja auch keine Gerüchte, dass verlängert wird, eher das Gegenteil. Ja? Was jetzt nicht unbedingt viel heißt, aber
Ich meine, nimm den Auftrag, den Auftritt gegen Gladbach mal wieder. Ja, das war ja eine Katastrophe, das war eine Frechheit in meinen Augen. Ja, also die erste Viertelstunde war noch einigermaßen human. Und dann da war wieder eine Aktion, ich habe sie noch vor Augen, Alter. Steht da im Mittelfeld, macht so, winkt ab, Kopf runter. Und da wusstest du, alles klar, das war's mit dem Leroy für dieses Spiel. Und von Minute zu Minute, wie ein Kleinkind, kein Bock mehr Fußball zu spielen. Ich meine, er hat das leere Tor nicht getroffen. Ja, das leere Tor. Aus 18 Meter. Als Weltklasse-Spieler, der 20 Millionen verdient. Da fällt dir nichts zu ein. Schatz, danke für meinen Primey. Im 7. Gerne. Monat. Ja. Wild, ne? Kimmich, gehen wir jetzt gleich rein. Beziehungsweise in Lothar. Gehen jetzt gleich in Lothar rein. Wir warten noch 5 Minuten, dann gehen wir mal voll in Lothars Aussage rein. Da macht nichts. In Lothar waren wohl schon so viele drin bei 5 Ehen. Ja, dann war der Lothar vielleicht bei vielen drin. Ob bei Ihnen so viele drin waren, weiß ich nicht. Wer weiß? Ja, man weiß es nicht. Aber anderer Stream, Schatz. Das ist hier wir sind auf dem Bayern, wir sind gerade nicht bei dem anderen, ne? Ambu, Servus erstmal, frohes Neues. Mich nicht verlängern, wäre mal eine Maßnahme. Ein zukünftiger Kapitän, der öffentlich gestreichelt werden muss und sich 6 Monate vor Vertragsende nicht zum Verein bekennen kann, braucht kein Mensch. Ja, ich hab da ja auch schon das Für und Wider dazu gemacht. Das mit den nicht bekennen, verstehe ich sogar irgendwo. Ne? Weil da wurde sich auch anders geäußert zu der Zeit gegenüber an Kimmich. Aber die Aussagen, die wir gleich hören werden, die der Lothar ihm ja in den Mund gelegt hat, und Jojo sagt, ja, perfekt, der Lothar alles gesagt. Da gehen wir gleich mal rein. Die haben mich nämlich schon schockiert. Weiß ich auch nicht, was der Lothar da für eine dumme Scheiße labert, Alter. Ja, sehe ich genauso, dass Lieber Coman und Serge verkauft werden müssen. Auch wenn Coman jetzt wieder stark war, aber wir wissen alle, ja. Den King brauchst du nur mal falsch angucken, der braucht nur einmal falsch antreten, dann ist der erstmal wieder 4, 6, 8, 12 Wochen weg. Also das macht halt keinen Sinn. Ne? Brauchen einfach die nächste Generation, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Guckt euch einen Michael an, das ist halt die neue Generation Außenspieler. Ne, das ist ein bisschen was anderes, wie diese anderen, die wir haben. Auch wenn wie gesagt, King gerade die Form echt okay ist. Serge hat mir auch ganz gut gefallen bei seinem Kurzeinsatz. Aber trotzdem musst du, also wenn da wirklich Angebote kommen, let's go, Alter. Aber wir haben ja wieder einen Ibrahimovic verramscht für 8 Mille. Ohne ihm eine Chance zu geben. Das ist ja unsere Vorgehensweise. Was ein bisschen schade ist, ne? Braucht auf der anderen Seite auch so jemand wie Michael, damit noch ein frohes Neues an alle. Blondie sehe ich genauso, ja. Hätte ich nichts dagegen. Ja, das hören wir uns gleich an, Chico, was hat Uta gesagt. Ja gut, das ist ja auch kein Wunder, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn er nicht unter Tuchel spielt, der ihn nicht gewertschätzt hat. Kompanie wertschätzt ihn. Ja, aber das Problem ist halt einfach, ja, dass die meisten Profis Wertschätzung vom Verein halt nur an Kohle festmachen. Ja. Ganz genau, Olli. Ganz genau. Ist auch mein Take gleich. Ja, ich habe mich auch super aufgeregt darüber. Komm, wir hören uns das mal an, was der Lothar gelabert hat. Wo der Kimmich dann... Ich hab's nicht weitergehört. Ich weiß nicht, was der Kimmich dazu gesagt hat. Aber das hören wir uns mal an. Dann wissen wir es ja gleich. Dann können wir da mal reingehen. Ihre Zukunft sprechen? Haben Sie Lust? Können wir machen, gerne. Gerne. Wann wollen Sie denn für sich Klarheit? Oder wann möchten Sie entscheiden, wie es weitergeht? Wie ist Ihr Plan? Ja, irgendwann, also ich habe mit dem Verein gesprochen, irgendwann, ich will jetzt keinen Druck hier auf mich selber machen, aber in den nächsten Monaten muss eine Entscheidung kommen. Okay. Also das ist schon das Erste, wo ich ihn einfach knallen könnte, ne? Genau dasselbe wie der Eberl in der Pressekonferenz, wo er sich da hingesetzt hat. Ja, so in 2 Monaten, wenn die heiße Phase losgeht, dann müssen wir Fakten haben. Alter, wir sind ein Club aus den Top 5 in Europa. Ja? Und wir kriegen es nicht hin,
jetzt schon Fakten zu haben, wo alle Vereine mit allen Spielern quatschen können, wo die Verträge auslaufen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, das ist so eine Katastrophe. Ja, und dann setzt der sich da noch hin und geht natürlich nicht dieselbe Kerbe, aber logisch. Ja, wenn das vom Verein auch so kommuniziert, ach, ja, logisch, also lass dir mal Zeit. Ja, ist doch kein Thema. Mach mal. Okay, jetzt geht natürlich die wichtige Zeit. Josua grinst. Lothar, Ja, Februar, März auf ist... Monate wird sich der Verein jetzt nicht abwarten bis Ende Mai, weil er steht ja auf jeder Wunschliste der europäischen Top-Vereine drauf und Bayern will ja auch planen. Also so lange wird man sich keine Zeit lassen, aber natürlich Stress braucht man sich jetzt nicht machen. Josua weiß, welche Position er hat, der Verein weiß, was er in hat. Und ich würde mich freuen, wenn ich Oberster des Vereins wäre, würde ich mit allen drei, die zurzeit heiß diskutiert werden, sofort verlängern. Ich weiß nicht, ob vielleicht der eine auf den anderen wartet, bis er unterschreibt, dass man weiß, hey, wenn Musiala unterschreibt, dann sind wir auch in den nächsten Jahren stark, dann unterschreibe ich auch, dann kommt Alphonso Davies. Es ist vielleicht so muss einer mal vorlegen, die Unterschrift, weil es geht ja nicht allein ums Geld bei diesen ganzen Geschichten, sondern es geht für diese Jungs geht's, hey, was passiert in den nächsten 3-4 Jahren in meiner Karriere? Und kann ich diese Ziele erreichen beim FC Bayern, die ich mir ja selbst... Was ein dummer Scheiß. Ja? Was ein dummer Scheiß. Alter, wären wir jetzt, keine Ahnung, wären wir jetzt bei Borussia Dortmund und es wäre noch ein Haaland da oder es wäre noch ein Bellingham da und dann stellt sich da jemand hin und sagt, ja, ich warte mal, ob der vielleicht verlängert oder nicht. Ja? Könnte ich diese Aussage noch nachvollziehen, ja? Aber welche Ziele soll denn der FC Bayern bitte in den nächsten 3-4 Jahren haben? Welche Ziele werden wir wohl haben? Und das müssen wir dann davon abhängig machen, ob Spieler X oder Y verlängert oder da bleibt oder nicht. Ganz ehrlich, wenn Musiala nicht beim FC Bayern bleiben will, dann soll er sich verpissen, Alter. Dann holst du den Nächsten. Es gibt immer einen Nächsten. Ja? Wir werden auch ohne einen Musiala Fußball spielen können. Hat man ja gegen Gladbach auch gesehen, oder? Also was ist das denn für ein Take von Lothar Matthäus, Alter? Ja? Und dann bringt er noch Fonzie Davies ins Spiel, der sportlich einfach keinerlei Rolle in dieser Mannschaft spielt, Alter. Den kannst du 1:1 ersetzen mit irgendwelchen Spielern, die vorhanden sind. Junge, dann verlierst du ein bisschen Schnelligkeit, aber mehr verlierst du doch nicht. Ja? Also das sind Aussagen von Lothar, Alter, da weiß ich auch nicht, ob der langsam senil wird oder zu viel mit Didi Hamann rumhängt oder was. Also Katastrophe, Alter. Ja, ich kann das verstehen. Geht ja auch nicht ums Geld. Die warten mal ab, wer zuerst verlängert, ob der FC Bayern dann eine gute Mannschaft hat. Alter, selbst wenn die nicht verlängern, werden andere Spieler geholt werden. Wir sagen doch dann nicht, ja, nee, wir begeben uns jetzt mit dem Bundesliga Mittelmaß zufrieden und Champions League reicht auch, wenn wir nur noch unter den ersten 24 kommen und im Achtelfinale ausscheiden, oder was? Was sind das denn für Aussagen, Alter? Ich weiß nicht, ob der Lothar vergessen hat, dass wir über den FC Bayern reden. Ja, das kannst du ja mit vielen anderen Clubs, kannst das ja vielleicht so kommunizieren, Alter. Aber doch nicht beim FC Bayern, Junge. Katastrophe, diese Aussage. Weiter. stecke. Und Josua, wo sind seine Ziele? Die sind ja ganz oben. Der will ja nicht nur Deutscher Meister und Champions League-Sieger werden, der will ja im nächsten Jahr, bestimmt eine gute Idee dazu, auch Weltmeister werden. Ja, es spielt natürlich auch eine Rolle, ob Musiala bei Bayern verlängert, dass ein Joshua Kimmich Weltmeister wird, oder? Das ist ja ganz oben. Ne? Ist nicht nur die Bundesliga, ist nicht nur die Champions League. Nee, Weltmeister. Spielt natürlich eine Rolle, wer beim FC Bayern verlängert, damit Kimmich Weltmeister wird, oder? Dann sag mal. Und an das denkt er. Und ich glaube, dass es irgendwann ein Ja gibt. Aber natürlich, man zögert noch ein bisschen. Max Eberl hat ja auch nicht gesagt, ja, wir unterschreiben nächste Woche. Ich bin guter Dinge, dass wir ihn auch im nächsten Jahr mit dem Trikot des FC Bayern sehen. Ja, ich fand super zusammengefasst. Also natürlich gibt es sehr, sehr viele gute Gründe zur Verlängerung. Jetzt ist es natürlich für mich eine Grundsatzentscheidung. In allererster Linie, wie es der Lothar gesagt hat, geht es dann um Sportliche. Wo kann man in den nächsten 3-4 Jahren maximalen Erfolg haben? Wir haben alle keine Glaskugel. Trotzdem ist die Situation bei mir jetzt so, wie sie ist. Und dementsprechend sollte ich mir da meine Gedanken machen und dann eine gute Entscheidung treffen. Und dann werden wir sehen, was Aber gibt es so einen Dominoeffekt? Also wo kann man denn den maximalen sportlichen Erfolg haben?
Ja, kann ja nach Barcelona gehen. Hat er da dann den maximalen sportlichen Erfolg? Wenn man sich gerade die Tabelle anguckt, wahrscheinlich auch nicht, oder? Manchester City kann er ja auch hingehen. Liverpool vielleicht. Hat er vielleicht auch ein Jahr den maximalen Erfolg. Also, Leute, was ist das denn für eine verkackte Aussage, ja? Da sind wir wieder beim Beispiel, das kannst du ja sagen, wenn du Spieler bei Dortmund bist. Ja, dann kannst du ja gerne sagen, ja, ich guck mal, ich habe jetzt nur noch mein letzter großer Vertrag, 3 oder 4 Jahre, da möchte ich den maximalen sportlichen Erfolg haben. Verstehe ich. Würde ich 100% verstehen. Aber doch nicht als Spieler des FC Bayern, Alter. Was ist denn los? Ja, bei uns ist doch wohl immer der maximale sportliche Erfolg das Ziel. Und wir werden doch auch immer zu den Top 10 in Europa zählen. Also, ja, es kann dir doch keiner garantieren, ob du in den nächsten 3 Jahren die Champions League mit Bayern gewinnst, mit Real Madrid, mit Barcelona oder mit sonst wen. Ja, also, das ist eine Aussage, keine Ahnung, wie es der Olli vorhin schrieb, Alter. Ja, wenn dann muss er doch sagen, ja, ich will den Erfolg hier haben und er ist doch dann Teil davon. Ja, das hört sich so an, so, ja, ich gehe mal dahin, ja, wo es garantiert ist. Keine Ahnung, das ist auch eine Aussage, die eigentlich nicht zu Kimmich passt, Alter. Ja, also. Also der Musiala kann ja Wild. gut mit dem Davis oder sehr, sehr gut. Also wenn der Davis verlängert, verlängert der Musiala auch. Und wenn Sie wissen, dass die beiden da bleiben, Das ist schon ein Trauerspiel, dass sowas überhaupt öffentlich geäußert wird. Hä? Junge, Junge, Junge. Vielleicht der Wirtz auch noch kommt, dann sagt er, ich bleibe auch noch, weil das sind Voraussetzungen, die ich eigentlich weiß nicht, gut, das ist ja, garantieren. so viel Geld müssen wir auch erstmal haben dann, wenn die alle verlängern, das kostet ja auch einiges. Also gibt es so einen Dominoeffekt? Ist das tatsächlich eventuell ein Grund, warum es insgesamt hakt? Also wenn der Erste anfängt, dann kommen die anderen? Ja, definitiv ist es für uns natürlich ein Faktor. Wie sieht die Mannschaft in den nächsten Jahren aus? Das ist das. Katastrophe. Katastrophe, diese Aussage von jemandem, der Kapitän des FC Bayern sein möchte. Katastrophe. Was ich meine, wo kann man in den nächsten Jahren sportlich den maximalen Erfolg haben? Und da spielt es natürlich eine Rolle, was macht der eine oder andere. In Prozent? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei den Bayern bleiben? Größer als im Sommer, deutlich größer als Okay. noch im Sommer war. Weil Sie spüren, dass das hier, dass die Arme wieder so weit auf sind von den Bayern und Sie da reinlaufen, sowohl für den Verein, für die Fans, für die Zukunft dieses ganzen Vereins. Ja, ich sehe, wie wir Fußball spielen. Also, Das hat mit dem Trainer auch viel zu tun. logisch. ja, sehr viel. Also der Trainer macht sehr, sehr gut. Ich glaube, ganz Deutschland sieht, dass wir in einer anderen Art und Weise Fußball spielen. Es sieht deutlich besser aus. Auch heute. Aber alles, was er jetzt labert, interessiert er schon nicht mehr. Weil er hat ja gesagt, er möchte ja gerne dahin, wo er den maximal sportlichen Erfolg haben kann. Und das macht er davon abhängig, ob Jamal Musiala oder ein Alphonso Davies. Ich meine, Jamal Musiala ist eh noch 1,5 Jahre da. Das spielt doch eigentlich noch gar keine Rolle. Ja? Macht er also davon abhängig, ob diese Spieler beim FC Bayern bleiben. Ja, Hut ab. Heute, ich habe schon gesagt, wir haben es zu spät entschieden, aber trotzdem ist das schon eine Art und Weise von Fußball, mit der wir uns identifizieren können und die dann auch Spaß macht. Und das macht dann im Training Spaß und das macht auch auf dem Platz Spaß. Ja, gut, den Rest können wir uns schenken, Alter. Wilder Take auf jeden Fall aus meiner Sicht. Ganz wild, ganz wild. Dass er gesagt hat, dass das auch mit dem Trainer zu tun hat, das hat man hier wieder nicht gehört, ne? Das hat nicht nur mit Jamal zu tun, ob der verlängert oder nicht. Hat er doch gerade Es geht- gesagt. Er hat ihn doch Es ist- gefragt, ob das ein Dominoeffekt ist, wenn einer vorliegt, dass die anderen verlängern. Sagte er doch, ja, na klar, ist das super wichtig, welche Spieler da sind oder welche Spieler nicht da sind, weil ich den maximalen Erfolg haben möchte. Ja, es hängt aber auch mit dem Trainer Ja, aber zusammen. der Ich weiß Trainer nicht, steht ja warum nicht, das. der steht ja nicht zur Diskussion, der ist ja so oder so nicht sehr da. Da läuft der Das Vertrag ja ist- nicht aus. Das ist ja nicht gesagt, ob der Trainer nächstes. Du weißt, wie schnell das geht. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Nee, kann ich nicht. Nach dem ganzen Theater, was in den letzten Jahren war und dem ganzen Geblabbel von wegen, ja, Gesicht des FC Bayern und Kapitän. Aber erst dann, wenn der Herr Neuer von sich aus sagt, okay, ich höre jetzt auf, weil die nicht die Eier haben, ihm die Binde jetzt zu Ja, geben. das spielt doch jetzt keine Rolle, dann soll er doch gehen, ist doch alles fein. Ja, das Aber er habe ich kann doch sich gesagt. doch nicht dahinstellen und sagen, ich will dahin, wo ich den größtmöglichen sportlichen Erfolg habe. Und ich mache das davon Doch. abhängig,
ob der nächste Spieler jetzt Spieler XYZ beim FC Bayern verlängert. Was spielt das denn bitte für eine Rolle? Wenn Alphonso Davies nicht beim FC Bayern verlängert, ja, dann spielt da ein anderer Spieler. Wenn Musiala nicht verlängert, ja, der ist gerade ein Riesenfaktor. Und dann kommt da ein anderer. Wenn du jetzt 150 Millionen für Musiala kriegst, dann kaufst du den Wirtz von Leverkusen. Ja, super, toll. Ändert dann so viel oder was? Als wenn der FC Bayern dann nicht mehr Fußball spielen würde und nicht mehr auf diesem Niveau Fußball spielen würde. Was ist das denn für ein Dummfick? Nein, es ist jetzt aber gerade die Konstellation, die passt. Wenn du das wieder auseinanderreißt und Wirtz holst, weißt du gar nicht, ob das passt. Aha. Dann ist die ganze Teamchemie wieder im Arsch. Weil Und die dann nicht fehlt in der auch wieder der Nationalmannschaft Erfolg. zusammenspielen oder was? Du kannst doch das eine nicht mit dem anderen Ja, vergleichen. klar kannst du das eine mit dem anderen vergleichen. Wenn du das in den Raum wirfst, dass das an der Teamchemie liegt, wenn dann jetzt ein Wirtz da rumlaufen würde anstatt ein Musiala, dann kann man das schon vergleichen. Also bei der Nationalmannschaft halt zusammenspielen. Fakt ist, hier auf dem Kanal ist es egal. Kimmich könnte sich, wer weiß wie, opfern. Er wäre immer der Arsch. Nee, Das wäre er ist doch nicht. Doch, Nee. das ist doch, wenn Ich du kann dir mich die nicht Leute als hier... kommender Kapitän da hinstellen und meinen Vertrag da rumpimmeln und rumeiern und sagen, ich guck mal, wer als erstes verlängert. Und wenn der Spieler verlängert, dann verlängere ich meinen Vertrag auch, weil es mir um den maximalen sportlichen Erfolg geht. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich dann Kapitän des FC Bayern sein möchte. Wenn ich doch der bin, warum ist er denn dann nicht der Vorreiter und sagt, yo, ich verlängere hier, weil ich hier meine Zukunft sehe und freue mich, wenn Jamal auch verlängert. Ja, und Ja, wer das wäre doch sagt, ein Move, der, ja. wenn er Kapitän sein möchte, oder nicht? wer von euch weiß denn, dass die Verträge nicht schon lange unterschrieben sind? Und die Aha. halt nur die Leute hinhalten. Ja, na klar, weil sie die Unruhe haben möchten im Verein, die jede Woche kommen wird bei jeder PK. Das ist doch keine Unruhe für die. Aha, Das sind ist die doch keine schon Unruhe. gewohnt. Das glaube ich nicht, dass die das gewohnt sind mit auslaufenden Verträgen beim FC Bayern. Ich glaube nicht, dass ein Eber gerade ruhige Minuten hat. Gut, ihr wisst alle, was im Hintergrund läuft und wie die Verträge da gestaffelt Platz, wo sind. ist denn der und Sinn, so wenn da weiter und jetzt so schon ein fort. Vertrag safe wäre, das nicht zu kommunizieren? Vielleicht, weil noch ein Vertrag in der Schwebe ist, aber schon 2 abgewickelt sind. Wer weiß das denn schon? Aha, Beim FC Bayern ist so alles möglich. nee. Wart doch das halte ich einfach für ein mal ab. Gerücht. Es geht, mir ist das egal. Wegen mir kann Musiala, kann Kimmich, kann Alphonso Davies Händchen halten nach Barcelona oder sonst wohin gehen. Das ist mir scheißegal. Ja? Darum geht es nicht. Es geht um die Aussagen, die da getätigt werden. Als wenn der FC Bayern von diesen Spielern abhängig wäre. Das ist er nun mal nicht. Wenn diese Spieler Weiß ich weg nicht, sind, warum dann da so kommen ein neue Theater drum Spieler. gemacht wird. Ja, dann lass die Verträge doch einfach auslaufen, Ja, wenn sie wegen nicht mir. davon abhängig sind. Ja, natürlich. Wegen mir, wenn die Spieler nicht beim FC Bayern spielen wollen, sollen sie sich verpissen. Das ist egal, welcher Spieler das ist. Ob das Kimmich ist, ob das Musiala ist, ob das der Papst ist. Wenn er keinen Bock auf den FC Bayern hat oder meint, er wird hier nicht gewertschätzt oder bekommt hier nicht den sportlichen Erfolg, ja, dann go. Wen interessiert's? Was willst du mit solchen Spielern? Auch ein FC Bayern kann sich das nicht leisten, diese Leute alle ablösefrei gehen zu lassen. Die haben sich schon in den Aha. Arsch gebissen mit Alaba. Ja, genau, können sich das nicht Ja. leisten, 20 Millionen, die diese Spieler verdienen, einzusparen im Jahr. Kann man sich dann nicht leisten, einen anderen Spieler für 40 Millionen zu verpflichten und den 10 Millionen zu zahlen, das hast du nach 3 Jahren wieder raus. Kannst du dir nicht Ja, leisten, oder was? Ja, frag mal Uli, Ja. was er dazu sagt, wenn er die Tasche aufmachen soll, während die alle ablösefrei wegtanzen. Ja, wen interessiert's denn? Ja, anscheinend keinen. Ja, ganz genau. Es geht doch nicht darum, um Ablöse oder sonst, es geht darum, um diese Aussagen, die da getätigt wurden. Was sind das denn bitte für Aussagen? Wir reden doch nicht über einen Verein, der europäische Mittelklasse ist und der abhängig ist, ob 2 Spieler verlängern oder nicht. Darum geht's. Das ist, was mich aufregt. Alles andere Also ich- interessiert mich nicht. Ob der Vertrag jetzt ausläuft, die Art und Weise ist sowieso schon lächerlich. Aber das ist nicht Kimmichs Sache, das ist Vereinssache. Der Verein macht sich lächerlich, dass überhaupt so viele Spieler da sind, wo die Verträge auslaufen. Wir haben am Anfang der Saison schon gesagt, dass man da hätte ein Exempel statuieren sollen an Alphonso Davies. Ja? So, darum geht es gar nicht. Und du glaubst ja wohl nicht, dass ein Kimmich unterschreibt und sagt, ach ja, schön. Nee, ein Kimmich mit einem auslaufenden Vertrag wird genauso ein Handgeld kassieren wollen, wie jeder andere Spieler auch. Ja, das spielt keine Rolle. Du glaubst ja nicht, dass der umsonst verlängert. Das ist doch der Fakt. Der zieht sich auch seine 20 Mille rein, Minimum. Dafür, dass er verlängert die nächsten 3 Jahre. Weil jeder andere Verein, der bei ihm anfragt, sagt, komm, Jos,
Ich zahle dir 20 Mille, kriegst aber auch noch 40 Handgeld. Das wird beim FC Bayern nicht anders sein. Wenn sie den Spieler halten wollen, müssen sie das zahlen. Also Aber das wenn das doch so egal Geldargument ist, gibt es dann halt nicht. lass ihn einfach gehen. Ja, das kann er ja auch. Wenn ich die Aussagen da höre, dann soll er gehen. Frechheit, solche Aussagen. So, und jetzt lese ich erstmal den Chat. Verstehe solche Aussagen einfach nicht. Auch vom Lothar, Alter. Junge. Junge, Junge. Wo war ich denn jetzt hier? Ich finde es seltsam, dass Spieler ist davon abhängig immer, welcher Spieler da bleibt. Steht zu dem Verein oder verpisst sich. Ja, ganz genau so sehe ich das halt auch. Was ist das denn für eine Logik, Alter? Ja? Also, sorry. Und schon gar nicht vom Spieler, der meint, er möchte der neue Kapitän des FC Bayern sein. Dann hast du den gleichen Hampelmann da hängen, den wir jetzt da hängen haben. Das ist eine 1:1 Kopie, Alter. Lächerlich. Musst du dir mal vorstellen. Kannst du keinem erzählen. Aber das ist der Verein selber schuld, ne? Dass sie in dieser Lage sind. 100%ig. Also da kannst du den Eberl und einen Freund kannst du denen mal knallhart vom Kopf sagen, dass das einfach schlechte Arbeit ist. Ob das jetzt deren Schuld ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die sind in der Verantwortung und das ist eine Farce, Alter. Das ist eine Farce, dass man in dieser Situation ist, wo man gerade ist. Absolute Farce. Verstehe ich auch nicht. Wir hatten nicht die Spieler im Kader, um das zu erreichen. Ja, das ist ja auch ein großer Dummfick von dir, Alter. Weil wir jetzt andere Spieler haben als wie letztes Jahr, oder was? Welcher Spieler ist denn jetzt anders als letztes Jahr? Ja, Michael, das ist alles. Also warum sollte ein Musiala ablösefrei gehen, wenn er noch 1,5 Jahre Vertrag hat? Punkt 1. Wenn Kimmich Kimmich wird ablösefrei dann gehen. Und? Was dann? Wie gesagt, du wirst in Kimmich auch die 20, 30 Millionen Handgeld zahlen müssen. Die kannst du auch in einen anderen Spieler investieren, wenn du meinst, du brauchst einen anderen Spieler. Du kannst aber auch einfach ein paar Linien mal auf die 6 stellen. Ist ja nicht so, dass wir keine Spieler im Kader haben, um Kimmich zu ersetzen, Alter. Was ist los? Klar, so wie ein Kimmich gerade spielt, ist es schwer, ihn sportlich zu ersetzen. Da gehe ich ja aktuell mit. Ja. Aber dann geht doch nicht die FC Bayern-Welt unter, wenn Joshua Kimmich nicht mehr in dieser Mannschaft steht, Alter. Dasselbe mit Musiala. Junge, Junge. Wir reden doch nicht über Spieler, wie es ein bisschen Messi in Barcelona war. Und auch in Barcelona hat nach Messi existiert. Ja, also... Real Madrid hat nach dem Cristiano Ronaldo existiert. Junge, Junge, man stellt einen ganzen Verein jetzt an 2 Spielern auf, oder was? Das ist dann... Was ist denn los? Ja, das weiß ich nicht, ob ein Kimmich mehr Geld will. Ich denke, der will halt das Geld haben, was er jetzt auch haben will. Oder wahrscheinlich so... Wahrscheinlich will er gucken, was kriegt Musiala. Wenn Musiala 25 Millionen kriegen sollte, was da im Raum steht, ja, dann wird ein Kimmich wahrscheinlich auch sagen, ja, hallo, dann möchte ich aber auch genauso viel haben. Ja, und so ist das halt einfach heutzutage. Weil dann sind wir wieder beim Thema Wertschätzung. Und klar kann man das dann verstehen, ja. Wenn Kimmich da der Leistungsträger aktuell ist, ja, dann wäre es ja auch eine Farce, wenn er dann für 15 Millionen verlängern soll und ein anderer 25 Millionen kassiert. Ja, ja, ist halt einfach so in der heutigen Zeit. Natürlich wird jeder das meiste aus seinem Arbeitsvertrag rausholen. Wie gesagt, das ist ja auch völlig fein, darum geht es ja gerade gar nicht. Ja, wenn der Verein so doof ist und die Kohle zahlt, die die Leute da haben wollen, brauchen wir nicht drüber reden, werden wir die
die Leute an der Kohle, die sie verdienen, bemessen, ja, und gut ist. So, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einzig und allein um die Aussagen, ja, ich guck mal, wer da verlängert, um dann zu sehen, wie wir sportlich die nächsten 2, 3 Jahre aufgestellt sind. Weil ich den maximalen Erfolg will. Ja, sorry, Alter. Ja, ich wollte auch die letzten 3, 4 Jahre den maximalen Erfolg. Hat Joshua Kimmich alles dafür getan, dass wir den maximalen Erfolg haben? Hat er nicht. Ja, dann soll man sich vielleicht auch erstmal an die eigene Nase fassen, Alter. Junge, Junge. Das kann ja ein Spieler sagen, keine Ahnung. Neben Harry Kane, Alter. Wenn der das sagen würde, könntest du es ja verstehen, weil er noch in seiner Karriere noch nichts gewonnen hat. Ja. Kannst ja so einen Take noch verstehen. Oder irgendeinen jungen Knirps, der in seiner Karriere noch nichts gewonnen hat. Junge. Das ist halt einfach eine scheinheilige Aussage, meiner Meinung nach. Darum geht es doch nicht. Es gibt mit Sicherheit 10 Vereine, die finanziell oder vom Kader her viel, viel besser aufgestellt sein werden die nächsten 3, 4, 10, 20, 100 Jahre als der FC Bayern. Weil da irgendwelche Staaten hinterstehen. Also wenn das doch das Ziel ist, ja, dann brauchst du doch dich nicht hinstellen und so eine dumme Scheiße labern, dann geh doch zu so einem Club. Ja, dann geh doch nach Paris oder nach Manchester City, geh nach Barcelona, die 30 Milliarden Schulden haben können, was keine Sau interessiert. Spielst du halt mal 3, 4 Spiele nicht, weil nicht registriert wirst, aber irgendwie kriegen wir das schon gemauschelt. Ist doch alles fein. Ja? Junge, Junge. Ist halt lächerlich. Wie gesagt, ich verstehe ja so, dass habe ich ja am Anfang gesagt, dass er angepisst ist, dass ein Eberl ihn letztes Jahr, beziehungsweise ein Tuchel ihn in Frage gestellt hat und Eberl dann wahrscheinlich auch ihm eher in Frage gestellt hat, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass er unter dem Kompanie so wieder gut spielt, wie er jetzt gerade spielt, ja, gar keine Frage. Dass er sich das jetzt schön auskostet, alles gut, kann ich voll verstehen. Ja, ist ein Mensch wie du und ich, würdest du wahrscheinlich auch den Verein da ein bisschen zappeln lassen und so weiter. Aber trifft doch nicht solche Aussagen in der Öffentlichkeit, Alter. Ja, das ist ein Trauerspiel in meinen Augen. Bam, bam, bam. Und wie gesagt, beim FC Bayern wird es immer weitergehen, Alter. Ja. Ob da ein Kimmich spielt, ob da ein Musiala spielt, wen interessiert? Wir haben schon andere Spieler verloren. Also, bitte euch. Hätte auch keiner damit gerechnet, dass ein Michael der beste Außenspieler ist, oder? So. Über was reden wir? Und nochmal, es ist ja auch nicht so, dass du keine Leute hast, die Kimmich-Position spielen können. Du hast ein paar Linja, der die spielen kann. Du hast einen Pavlovic, der die spielen kann. Conny Leimer könnte dann vielleicht endlich mal auf der 8 spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt schlechter wäre. Es wäre natürlich anders, gar keine Frage. Ja. Steht ja außer Frage, dass Kimmich stark war in der Hinrunde. So, habe ich ja gesagt. Auch das letzte Spiel war stark, war der beste Mann mit Michael. Gar keine Frage. Ja. Wir würden mit Sicherheit anderen Fußball spielen und die Sachen müssen anders verteilt werden. Aber das heißt doch nicht, dass wir weniger erfolgreich Fußball spielen würden. Also, das verstehe ich halt nicht. Bei Musiala kannst du das ja vielleicht anders sehen. Da musst du natürlich dann tief in die Tasche greifen, um da einen Ersatz zu holen. Da gehe ich mit. Aber was ein Kimmich angeht oder ein Davis, Leute, da müssen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen, Alter. Ja, das mit der Binde verstehe ich schon. Das hat ja auch nichts mit der Binde zu tun, denke ich. Also mit der Binde an sich. Da stimme ich dir ja zu, Olli. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt wichtig ist, ob du die Binde am Arm hast. Vielleicht vom Feeling her für so einen Kimmich kann ich auch schon verstehen, dass er dann da, keine Ahnung, stolz drauf ist oder sonst was. Ja, alles gut. Das glaube ich schon. Aber am Ende des Tages geht es darum, ob ein Müller und ein Neuer halt da sind. So, weil Kimmich dann einfach nur der Dritte in der Hierarchie ist. Darum geht es doch. Ja. Das ist das Thema. So, und wenn der Verein sagen würde, ja, wir verlängern mit Manuel und mit Müller auch noch und noch 2 Jahre und noch 3 Jahre,
Ja, dann wäre es halt ein Statement, wenn man sagt, jo, alles klar, wir verlängern mit denen, weil wir, was weiß ich, für mich unbegreiflich wäre, anderes Thema. Und wir geben Josh dann aber die Binde. Ja, so, dass das Zeichen vom Verein kommt, ja, aber Josh ist jetzt der da oben steht und nicht ein Neuer und ein Müller, die nur noch Gelegenheitsfußballer sind oder was. So, das ist so das Thema, weißt du? Und das verstehe ich schon. Wenn das immer so das Ziel war von Kimmich, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass so ein Neuer da und so ein Müller halt immer diesen Raum befüllen. So, und deswegen wäre es halt auch wichtig, dass die beiden aufhören, dass da einfach mal wieder andere Leute in diesen Raum kommen. Ja, andere Führungsspieler. Ob das jetzt ein Kimmich ist oder ob der auch geht und da jemand anders reinwächst. Ja. So, ich denke, wir haben genug Führungsspieler, die beim FC Bayern gerade nicht wirklich führen dürfen. So, nimm mal so einen Conny Leimer, der in Leipzig Kapitän war und da absoluter Führungsspieler war. Nimm Harry Kane, der über Jahre und in der englischen Nationalmannschaft immer noch Kapitän ist. Der ist ja auch nicht weg, der ist ja auch noch da. Meint ihr nicht, der kann eine Führungsrolle übernehmen oder was? Wenn wir jetzt mal über die Art Führungsspieler reden. Also. Und meine Frage, hatte Josh denn gerade explizit in dem Interview den Namen Musiala und Davis genannt? Oder sagte er, mal gucken, was andere Spieler machen? Ja, es ging doch um die beiden Spieler. Hat der Lothar ihm doch gesagt. Und der Reporter doch Ja, auch. ich glaube halt nicht, dass Josh halt hingeht und Namen nennt. Vielleicht sind es halt Spieler, deren Unterschrift er abwartet oder eben nicht Unterschrift. Er würde aber niemals hingehen und würde sagen, ja, Neuer oder Müller. Vielleicht wartet er drauf, ob die beiden jetzt weiter verlängern oder nicht. Ja, kann ja auch sein. Das hat er ja auch nicht gesagt mit Neuer und Müller. Darum geht's doch nicht. Aber selbst das kannst du doch dann nicht bringen. So, er ist doch jetzt auch lange, er ist 10 Jahre in diesem Verein. Er weiß doch auch, wie der Hase läuft. Ja, und er war doch jetzt auch gegen Gladbach, war er doch auch endlich mal dieser Führungsspieler auf dem Feld. Und das, obwohl ein Neuer und ein Müller auf dem Feld standen. Und obwohl er keine Binde hatte. Ja, das war er ja endlich mal. So, das muss man ja auch mal sagen. Deswegen ist ja das Traurige, dass er sich da hinstellt und sagt, ja, ich muss mal abwarten, wer hier verlängert, ob ich verlängere. Alter, das geht halt nicht. Verstehe ich nicht. Sorry. Das verstehe ich nicht. Wie gesagt, wenn wir über einen anderen Verein reden, der nicht die Ambition hat und mit Sicherheit nicht alles dafür tun wird, auch in den kommenden Jahren mal die Champions League zu gewinnen, ja. Alles gut. Dann würde ich das ja verstehen. Ja, dass man sagt, ja, ich gucke mal, wer hier so verlängert, wer nicht, weil ich will die Champions League gewinnen. Ja. Der Lothar erzählt einen vom Weltmeister, wen interessiert, was Weltmeister ist. Was interessiert das den FC Bayern, Alter? Ja. Nee, verstehe ich nicht. Und guck dir andere Vereine an, hier wie gerade hier diese Geldscheiße-Argumente. Ja, dann geh doch nach Paris. Was hat Paris denn bisher gewonnen? Wie lange hat Manchester City gebraucht, die da 2 Milliarden, oder nimm Chelsea, noch besseres Beispiel, die 2 Milliarden da reingesteckt haben und mehr, bis sie mal die Champions League gewonnen haben. Ja? Wenn der einzige Verein, wo du das vielleicht sagen kannst, wo die Chance erhöht ist, die Champions League zu gewinnen, wäre Real Madrid. So, da würde ich ja noch mitgehen. Ja? Weil die das irgendwie für sich immer, egal wer der Trainer ist, irgendwie hinkriegen, dass sie in der Champions League immer on point sind. So. Ja, das wäre noch für mich ein Argument. Alles andere ist kein Argument. Alle anderen Mannschaften haben die gleichen Chancen, die Champions League zu gewinnen. So. Hast du ja selbst letztes Jahr mit Dortmund gesehen, wie weit die gekommen sind. Also, da gehört so viel mehr zu. Du kannst einen Champions League-Sieg halt nicht planen. Ja? So, da gehören vielleicht 10 Vereine in Europa dazu, wo du spielen kannst, um zu sagen, jo, hier habe ich gute Chancen, in den nächsten 3-4 Jahren die Champions League zu gewinnen. So, und warum sollte man diese Chancen nicht beim FC Bayern haben? Und das unabhängig davon, ob ein Alphonso Davies verlängert, Alter. Das ist ja die größte Farce. Alphonso Davies. Du kannst das ja am Musiala festmachen, ja? Aber nochmal, wenn ein Musiala gehen würde oder verlängert mit einer Ausstiegsklausel von 175 Millionen, was angeblich im Raum steht, und dann kommt Timbuktu und sagt, komm, ich hole den Musiala für 175 Millionen. Ja, meint ihr dann, für 175 Millionen bekommt man keinen Ersatz? What the hell? Hä? Man tut immer so, als wäre das der einzigste Spieler auf dieser Welt, auf dieser Position, der jetzt gerade diese Leistung bringt, oder was? Verstehe ich halt nicht. Das ist das Traurige eigentlich nur. Den Rest bei Kimmich verstehe ich. Ja, habe ich ja gerade gesagt, dass er ein bisschen den Verein da jetzt hinhält, so aus Trotz, kann ich voll nachvollziehen. Ja, kann ich voll nachvollziehen.
Fairerweise muss man aber auch sagen, die Wertschätzung, die er letztes Jahr nicht gekriegt hat, hat er auch nicht gekriegt, weil die Leistungen, die er das Jahr und das Jahr davor Katastrophe waren. Dafür, dass er doch der ach so große Führungsspieler sein wollte beim FC Bayern. So, das ist halt auch die Wahrheit. Ja? So, frohes Neues erstmal, Cordy, genau. Ja, das sind ja auch andere Zeiten, ne? Ramos, Hector weiß ich noch nicht mal, Salam. Ja. Das sind aber auch, also ein Philipp Lahm hätte ja niemals davon abhängig gemacht, wer den Vertrag beim FC Bayern verlängert, ob er verlängert. Also, das war aber auch eine andere Zeit. Ne? Keine Ahnung. Kann mich sowieso nicht an so eine Aussage erinnern. Das kann man ja denken, so, weißt du? Das kann man ja echt denken. Warum auch immer Josua Kimmich sowas denken sollte, der schon alles gewonnen hat mit dem FC Bayern, was es zu gewinnen gibt. Ja, das höchste, 6 Titel, das wirst du nie wieder gewinnen in einer Saison als FC Bayern wahrscheinlich. Hat er gewonnen, also welche Ziele sind da? Dann kann man das ja denken. Ja, ich möchte vielleicht in den nächsten Jahren nochmal die Champions League gewinnen. So, darum ging es ja gar nicht. Hier geht es ja um Weltmeisterschaft, was nichts mit dem FC Bayern zu tun hat. Das kannst du ja denken. Aber das sage ich doch nicht öffentlich. Stell doch nicht öffentlich dahin und sage, ja, ich guck mal, ob ein Musiala verlängert, ob ein Davies verlängert. Und wenn die das tun, dann verlängere ich auch, weil ich dann weiß, der sportliche Erfolg ist was? Garantiert? Nee. Ein Musiala verlängert, ein Davies verlängert, die treffen im Training aufeinander, brechen sich gegenseitig die Schienbeine und sind 1,5 Jahre raus, weil es mit der Reha nicht klappt. Und dann lösen wir dann den Vertrag von Josua Kimmich auf, weil er dann seine sportlichen Ziele die nächsten 3-4 Jahre gefährdet sieht, oder was? Junge. Ich finde das faszinierend. Ein Spieler stellt sich 5 Minuten nach dem Spiel dahin, voller Adrenalin, wird von 3 Seiten wieder nach seinem Vertrag gefragt, antwortet dann und wird dann wieder zerrissen. Es ist egal, wann Josh irgendwas sagt, er wird für seine Aussagen immer Schatz, zerrissen. aber was spielt das denn jetzt für eine Rolle, ob das nach dem Spiel ist oder vorm Spiel oder zu Hause in seinem Wohnzimmer? Er hat doch die Er Aussagen hat nur mal wahrscheinlich. getroffen gerade. Ja, aber Hast du jetzt doch mal gehört. ernsthaft. Ja, aber denkst du in dem Moment drüber nach, was du sagst? Du wirst gefragt, du antwortest. Es ist doch nicht so, dass er da 5 Minuten stand und Schatz, drüber der nachgedacht Moderator hat hat. noch gefragt, Josua Kimmich, würden Sie denn gerne oder können wir gerne über Ihre Zukunft reden? Er sagt, ja, na klar, lassen Sie uns über meine Zukunft reden. Was hast du schon alles gesagt, wo du Ja. dir hinterher gedacht hast, Ich boah, dachte, wir scheiße, können doch hätte jetzt ich hier mal anfangen, Fresse jetzt hier gehalten. anzufangen und sagen, ja, das hat er nicht so gemeint, weil es nach dem Spiel war. Was ist denn jetzt? Bitte Ich habe nicht gesagt, dass er es nicht so gemeint hat, aber vielleicht hätte er es unter anderen Umständen in einer anderen Situation einfach anders ausgedrückt oder hätte es gar nicht gesagt. Ja, keine Ahnung. Er hat es Ja, aber nur mal eben. gesagt und dann wird er daran auch gemessen. So, ich werde auch daran gemessen, wenn ich Scheiße laber. Kommt ja auch keiner dahin und sagt, ja, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Nee, dann kriege ich dumme Kommentare oder sonst was und ja, wenn ich Scheiße laber ich Scheiße und dann kriege ich einen auf den Deckel dafür. Ist doch völlig normal. Können wir doch nicht sich anfangen. Dann kann ich mich vielleicht dafür entschuldigen, alles gut. Habe ich von Kimmich bisher nicht gehört, dass er das irgendwie revidiert hat. Wenn das nicht so gemeint hätte. Also, damit können wir jetzt ja bitte nicht anfangen, oder? Und sagen, ja, vielleicht hat er das nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Was nach Ich dem habe Spiel doch war. gar nicht gesagt, dass er es so nicht gemeint hat. Du legst mir Worte in den Mund, die ich gar nicht Hast du doch gesagt gerade habe. gesagt, dass er nicht vielleicht nicht darüber nachgedacht hat und Aber nicht, dass er es nicht so gemeint hat. Ach, vergiss es einfach, es hat halt absolut null Sinn. Und genau so ist es. ja, was? Es werden einem Worte in den Mund gelegt und dann wirst du daran gemessen. Was hast du Und denn dafür gerade wirst du gesagt dann zu mir, zerrissen. Schatz? Nee, alles gut. Ja, dann sag's doch nochmal. Musst du doch jetzt nicht wieder abblocken. Nur weil man anderer Meinung ist, diskutiert man dann nicht, oder was? Kein Kommentar mehr. Aha. Das ist ja auch ganz großes Kino. Darfst du mich gerne 3 Monate für zerreißen. Alles ist gut. Junge, Junge. Da muss man halt gar nicht diskutieren. Man kann nicht anfangen und dann mittendrin aufhören. Das ist halt Schwachsinn. Dann lässt man es gleich.
Ei. Also ich stimme zu, wir haben in den letzten Jahren viel zu häufig Geld aus dem Fenster geschmissen und wir haben keine Investoren oder Ölmillionen im Nacken. Und wenn du dir da einen Spieler für 40 Millionen holst mit 10 Millionen Gehalt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der die gleiche spielerische Qualität bringt, nicht besonders hoch. Wenn du einen Kimmich ersetzen willst, dann musst du über 50 Millionen zahlen, locker. Okay. Also heißt 10 Millionen mehr. Die brechen uns dann das Genick, oder was? Gebietverbieter. Jo, servus. Ja, ich glaube nicht, dass Musiala keinen Bock auf uns hat und nur alles rauspressen will. Natürlich will er gerade den besten Deal holen. Logisch. Ja, er will sich ja anscheinend nur eine Hintertür aufhalten, dass er halt jederzeit den Verein verlassen kann. Aber wenn wir gerade hier König Josh reden hören, dann wissen wir auch, warum er das so sieht, oder? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Mara hat einen Punkt, du aber auch. Aber auch viel schlimmer ist, dass mit den auslaufenden Verträgen seit ein paar Jahren hat ja schon mit Alaba angefangen, als Topverein unwirtschaftlich und nicht intelligent. Ja, man hat halt mal nicht ein Statement gesetzt. Ne? Man labert halt immer viel rum und dann ist es nur heiße Luft. Wie mit dem Fonzie Davis halt. So, man setzt sich da öffentlich hin als Max Eberl und sagt, ja, wir haben ihm ein Ultimatum gestellt, der hat jetzt 4 Wochen Zeit. Wenn er das nicht annimmt, dann ist das Thema für uns erledigt. Ja, das hat man öffentlich geäußert. Und was äußert man jetzt? Ja, was ist das für eine Außendarstellung? Ja, da muss man sich nicht wundern, dass die Spieler dem Verein auf der Nase rumtanzen. Ist halt so. Ich glaube auch keine Sekunde daran, dass wir dieses Jahr die Champions League gewinnen. Also hast du da absolut recht. Selbst Michael reicht noch nicht. Die fehlt noch auf dem linken Flügel, wie wir ja auch schon gesagt haben. Und du musst es erstmal schaffen, Gnabry, Coman und Goretzka loszuwerden, weil die werden ihre Verträge mit dem Geld mögen. Und Real hat für Ronaldo damals von Juve aber auch 117 Millionen kassiert. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, Champions League ist immer so eine Sache. Da gehört halt immer viel dazu. Du musst einen gewissen Kader haben, du musst aber auch dann in den richtigen Momenten das Spielglück haben. Brauchst dann auch einen Torwart on Point und so weiter, haben wir doch letztes Jahr gesehen. Ja. Aber das waren Kleinigkeiten, die das entschieden haben und das ist jedes Jahr so. Champions League entscheiden immer Kleinigkeiten. Aber ja, wir brauchen eine Auffrischung in diesem Kader. So, steht ja außer Frage. Tamsonov, danke erstmal für dein Primey. Sorry, aber Kimmich kann zwar vieles, aber nichts richtig gut. Er ist meiner Meinung nach kein Topspieler, der nicht ersetzbar ist. Die Art und Weise und die Ansprüche dazu gehen aber weit auseinander. Hab noch bei keinem Topverein gehört, dass der nächste Kapitän sich so geäußert hat und vor allem er bis ins Letzte ausreizt. Das weiß ich nicht. Das Thema haben wir ja schon oft gehabt. Also diese Saison ist Kimmich schon stark. So, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ja. Und gerade gegen Gladbach hat er ja auch endlich mal die Bälle mal direkt gespielt, nach vorne in die Gasse und nicht erst irgendwie wie sonst immer den Ball angenommen, 10 Sekunden geguckt, wo kann ich den Ball mal hinspielen. Das ist ja auch nicht so, dass er sich nicht noch entwickelt. Also das hat er schon unter Kompanie, finde ich. Ja. Aber ja, Kimmich ist halt kein richtiger Sechser, er ist kein richtiger Achter, er ist halt so ein Mittelding. So. Ja. Und ob man Kimmich dann ersetzen könnte, wie ich es gerade schon sagte, mit einem richtigen Sechser und richtigen Achter, ja, wer weiß. Ich glaube schon, dass das sportlich gehen würde. Aber das werden wir ja dann vielleicht sehen nächstes Jahr. Ja? Und Top-Spieler war er schon, ja. Naja, er hat schon seine Zeit, seinen Peak gehabt.
Das muss man auch ganz klar sagen. Die letzten 1,5 Jahre mit Sicherheit nicht. Da gehe ich mit. Jetzt das letzte halbe Jahr auf jeden Fall wieder stark aufsteigend unter Kompanie. Ja, mit Sicherheit. Aber ist das ein Spieler, der 20 oder mehr Millionen verdienen muss? Das weiß ich auch nicht. Aber das ist ja wieder so ein Thema, da kannst du ja allgemein reden. Also die Gehälter sind ja in unserer Mannschaft generell zu hoch. Ja, da kannst du einen Koma nehmen, da kannst du einen Gnabry nehmen, da kannst du einen Goretzka nehmen. Da kannst du ja durch den ganzen Kader gehen. Ja, die Spieler verdienen alle zu viel für das Leistungsvermögen, was sie haben. Ja. Also da ist Kimmich ja keine Ausnahme. Ich meine, neben Leroy Sané, der toppt ja alles noch. Da brauchen wir nicht drüber rumreden, ne? Harry Kane braucht keine Bindung Führungsspieler zu sein, das ist vollkommen richtig, ja. Wer sagt denn, dass Alphonso Davies ein Feini ist? Also ich glaube, an Alphonso Davies trauert hier keiner hinterher, wenn er den Verein verlässt. Also zumindest ich nicht. Habe ich ja schon vor der Saison gesagt. An der Meinung hat sich auch nichts geändert. Wie gesagt, es ist halt einfach nur traurig, dass sich so ein Spieler da hinstellt und halt solche Sachen äußert. Das ist mein einzigster Punkt, den ich habe. Alles andere, was den Kimmich betrifft, ja, kannst du natürlich darüber diskutieren, aber ich habe es ja auch in meinem Video zu Kimmich gesagt, vielleicht würde es dem Verein einfach mal gut tun, wenn Kimmich halt gehen würde. Ja, weil dann nicht so dieser verkackte Fixpunkt da ist, dass dieser Typ immer spielt und kein anderer Luft kriegt in der Mitte auf dem Feld. Ja. Das ist ja das andere Thema. Ein Platz ist immer zu im zentralen Mittelfeld. Kriegt gar kein Spieler eine Chance, über Jahre nicht. Wenn ich jetzt sehe, dass ein Goretzka jetzt auch wieder in diese Schiene läuft, Alter, da ist das ganze Bild. Kimmich hat eher Bayern im Herzen als Davies oder Musiala. Ja gut, das sollte ja klar sein, oder? Zumindest mehr als Davies, ja. Mehr als Musiala, weiß ich auch nicht. Chico, das ist auch wieder ein böser Satz, ey. Ja, lieber Sané brauchen wir ja nichts zu sagen, Alter. Keine Ahnung, aus dem Menschen werde ich halt auch nicht schlau, ne? Was ja auch nicht schlimm ist. Es ist halt nur schlimm, dass noch darüber diskutiert wird, ob man den Vertrag verlängert mit diesem Spieler. Also ich denke, er hat in den letzten 5 Jahren gezeigt, dass er kein Bayern-Niveau hat. Ja, Punkt. Weil Bayern-Niveau ist nicht, ich spiele mal 3 Monate guten Fußball und 4,5 Jahre spiele ich, als wäre ich Mittelklasse-Kicker. So, das reicht halt nicht für den FC Bayern. Fertig. Ja, Neuer verlängert natürlich. Sicher verlängert er. Ja, ist ja okay. Kimmich muss ja auch nicht verlängern. Und ich glaube schon, dass es genug Fans gibt, die hinter Kimmich stehen. Aber wegen mir? Oh, wie du, Alter. Ja, genau so ist es. Das hätte er einfach sagen können. Dass man in Gesprächen ist und er dazu nichts sagen möchte. So, aber ich kann mich doch nicht dahinstellen und sagen, auf eine Frage, ja, wenn der und der Spieler verlängert, dann verlängern sie auch, oder? Ja. Wie gesagt, das kann ja irgendein unerfahrener Dude, den kannst du ja so eine Frage stellen, aber doch nicht so einen erfahrenen Spieler, der dann Ansprüche hat, der Kapitän des FC Bayern zu sein, Alter. Katastrophe. Moin. Help Nickname.
Stimmt nicht, dass man nur gute Qualität für viel Geld bekommt. Man wird auch gute Spieler für weniger Geld bekommen. Nur das Problem ist, dass wir teilweise seit Jahren da nicht gescheit scouten. Bis auf Michael. Ja, Michael war ja jetzt auch nicht wenig Geld. Waren ja, glaube ich, auch 50 Millionen, ne? Ja, aber das sehe ich genauso. Das Argument finde ich auch immer schwierig. Ja, also andere Vereine holen auch Spieler günstiger und bringen sie dahin, wo sie dann sind. Ja. So. Du musst nicht immer irgendwie nach England gehen und den fertigen Spieler für 120 Millionen kaufen oder sowas. Ja. Was hat denn Real für ein Scouting? Also Real nehme ich so wahr, dass die Leute, wo es auslaufende Verträge sind, da gehen die voll rein, schon ein Jahr vorher am besten, verdrehen in den Kopf, das ist deren Scouting, Alter. Aber da bin ich auch nicht tief genug in der Materie drin. Und ich glaube schon, dass wir auch ein Scouting haben, was okay ist. Man sieht ja auch, was bei uns im Verein rumrennt. Ja. Das Problem ist ja nur, dass man die Spieler halt dann auch nicht die Chancen gibt, diese einzubinden. Eben aus diesen besagten Gründen, weil man ja jetzt Jamal Musiala nicht vom Kopf stoßen darf, weil Fonzie Davies darf man deswegen nicht vom Kopf stoßen, deswegen muss ein Fonzie Davies jedes Spiel jetzt spielen und wieder Teil dieser Mannschaft sein und man muss unbedingt einen Vertrag verlängern, weil die beiden gut miteinander können und sonst ist der Jamal traurig, wenn der Fonzie nicht mehr da ist und wenn der Jamal traurig ist, weil der Fonzie nicht da ist, dann geht der und wenn der Jamal den Vertrag jetzt nicht noch verlängert, dann verlängert der Josh den Vertrag auch nicht, weil der Josh dann traurig ist, dass der Fonzie und der Jamal nicht da sind. Ja, dann haltet euch halt alle an der Hand und geht zusammen. Und dann ist doch gut. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das am Scouting liegt. Erstmal müssen wir das auch mal abwarten. So, und Christoph Freund ist jetzt noch nicht so lange da, Max Eberl auch noch nicht. Den sollte man mal die Zeit geben, ja, ob das Scouting besser wird. Das Problem ist doch immer, ich denke, man hat einen Gravenberg auch gescoutet. Man hat einen Alphonso Davies gescoutet, der sich immerhin entwickelt hat. Ein Gravenberg hätte sich mit Sicherheit auch prächtig entwickelt, wenn man ihm die Chance dazu gegeben hätte. Ein Marc Rocker war mit Sicherheit auch kein schlechter Transfer. Auch dem hat man nicht die Chance gegeben, sich zu entwickeln. Weil halt die zentralen Mittelfeldpositionen immer mit Kimmich Goretzka besetzt sind und diese beiden immer gespielt haben. Egal, welche Leistungen sie gebracht haben. Ja. So, wie willst du denn dann? Du kannst doch auch ein super Scouting haben und kannst so einen Spieler holen, wenn du diese Spieler nicht aufstellst. So, ein FC Barcelona bekommt das schließlich auch hin. FC Barcelona stellt auch 3 Spieler unter 19 Jahre auf, wenn sie von deren Qualität überzeugt sind. Was machen wir? Wir lassen Adam Aznou eine ganze Hinrunde auf der Bank vergammeln, weil wir stellen lieber einen auf die Rechtsverteidigerposition, der kein Rechtsverteidiger ist, der defensiv eine absolute Farce ist. Wir stellen lieber einen Alphonso Davies auf, der erstmal 20 Spiele gefühlt brauchte, bis er mal wieder auf dem Leistungsniveau ist, wovon man sagen kann, jo, ist endlich mal wieder Bundesliga-Niveau. Warum? Das sind doch die Themen. Ich glaube nicht, dass wir sagen, ja, wir haben keine Spieler, die in diese Fußstapfen treten könnten oder sonst was. Man gibt diesen Spielern einfach keine Chancen. Ja? Das ist doch das Thema. Weil eben diese ganzen elendig lang gestandenen Spieler da sind und du dem Spieler nicht auf den Fuß treten kannst, weil der dann davon beeinflusst wird und der gleich mit. So, das ist doch eine Farce, Alter. Katastrophe. Und da ist der Verein dran schuld, dass man in dieser Lage ist. Ja, 100%. Ne, da kannst du den Spielern keinen Vorwurf machen. Mal abgesehen von Fonzie Davies, der den Verein so gezeigt hat letzte Saison und jetzt wieder dafür noch gepudert, Alter. So. Das ist doch die Katastrophe. Dem hättest du halt knallhart sagen müssen für die Saison, ja, entweder gehst du jetzt nach Real Madrid oder wir setzen dich ein auf die Tribüne, wenn du hier nicht bleiben willst. Feierabend. So, dann wäre das Thema durch gewesen. Ja.
Das ist doch das Schlimme. Wie Real teilweise oder Leverkusen. Was hat Leverkusen denn für ein besseres Scouting? Dann hau doch mal jetzt einen raus. Wen hat Leverkusen denn die letzten Jahre gescoutet? Florian Wirtz von Köln, wo Leverkusen mit Sicherheit nicht nur alleine dran war? Meinst du denn, der FC Bayern oder andere Vereine haben das nicht gescoutet? Nur weil der Spieler sich dann für Leverkusen entschieden hat? Ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, oder? Wenn doch ein junger Spieler schlau ist, dann geht er doch nicht zum FC Bayern. Dann geht er doch nach Leverkusen, nach Dortmund, wenn er auf hohem Niveau spielen will, oder aktuell nach Frankfurt oder sowas. Ja? Um da die nächsten Steps zu machen. Weil er weiß, beim FC Bayern spiele ich halt nicht. Und da kannst du diese Spieler gerne scouten. Scouten und scouten. Diese Spieler werden sich dann gegen dich entscheiden. Das hast du doch die letzten Jahre gesehen mit Dortmund. Was da alles war, was sich da entwickelt hat und wieder gegangen ist. So, das ist doch, was ich gerade sage. Beim FC Bayern hat halt keiner die Eier gehabt die letzten Jahre dazu. Und diese Saison hat auch wieder keiner die Eier gehabt. So, was wird denn mit dem Adam Aznou passieren? Was glaubt ihr denn, was mit dem passiert? Glaubt ihr, der wird in der Rückrunde irgendwelche Einsatzminuten sammeln? Erst recht, wenn ein Stunny wiederkommt, wenn Ito wiederkommt? Wo? Als Eckfahnenputzer oder was? Der wird keine Minute Spielzeit kriegen. Vielleicht in irgendwas, was weiß ich, in der 85. Minute nochmal für 5 Minuten eingewechselt werden, ja. Das war es. Ja? So, wie soll der Junge sich denn entwickeln? Auf hohem Niveau. In der 4. Liga kann er sich entwickeln, ja. So. Und das sind doch guck mal, der ist Nationalspieler geworden. Und das ist doch das perfekte Beispiel. Warum sollte denn dann jetzt ein junger Spieler sagen, boah, geil. Ich gehe zum FC Bayern, da kriege ich ja eine faire Chance, wenn ich die Leistung bringe in der ersten Mannschaft gegen einen gestandenen Spieler. Nee, kriegst du nicht. Sei denn, wir kaufen dich für 50 Millionen. Dann kriegst du die, weil du dann Geld gekostet hast und wir dich aufstellen. Ja, da kannst du doch scouten, wie du willst. Ich denke mal, an Adam Aznou wird man auch gut gescoutet haben. Da sind der eine oder andere Verein ja auch neidisch drauf. So, aber man versucht halt gar nicht, den Jungen sich entwickeln zu lassen, wenn die Chancen da waren. Und die waren halt da in der Hinrunde. Und das werden sie in der Rückrunde nicht mehr sein. Ich glaube, das ist eher das Problem, was wir haben. Ich glaube, das Scouting funktioniert schon. Es kann natürlich besser sein, es kann immer besser sein, logisch. Aber nochmal, du musst ja den Spielern eine Perspektive geben. Was ist denn die Perspektive? Perspektive ist, du darfst bei uns mittrainieren. Ja, wir gucken mal, dann verleihen wir dich vielleicht ein Jahr dahin, dann verleihen wir dich vielleicht ein Jahr dahin und wir verleihen dich vielleicht ein Jahr dahin. Ja, wer hat denn da Bock drauf? Wer hat denn da Bock drauf? Dann gehe ich doch lieber zum Verein, wo ich weiß, jo, da bin ich die nächsten 2, 3 Jahre, kann mich da entwickeln und alles ist schön. Wir müssen halt mal ein Umfeld schaffen, damit Spieler überhaupt den Anreiz haben, zu uns zu kommen. Siehst du doch, wo ein Paul Wanner rumtingelt. Ja? Und da wirst du auch mal sehen, wenn er den nächsten Step macht vielleicht, ob er dann Bock hat, beim FC Bayern zu spielen. Oder ob er nicht lieber sagt, ja, wisst ihr was, ihr habt mich jetzt hier von Dorf zu Dorf gereicht, ey, ich gehe jetzt woanders hin. Ja? Das ist halt alles nicht so einfach. Ja, Scouting ist, dass sie dafür sorgen, dass die Spieler sich teilweise einen Vertrag streichen. Ja, das ist auch mein Eindruck. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, was die für ein Scouting haben. Bin ich nicht drin. Ja, natürlich ist das eins unserer Probleme. Warum das nicht legitim ist? Junge, weil wir über den FC Bayern reden und nicht über einen Mittelklasse-Club, ist das nicht legitim. Nochmal, was soll denn passieren, wenn ein Musiala den Verein verlässt? Melden wir dann die erste Mannschaft ab? Sagen wir dann, ach komm, wir gehen besser 2. Liga zu Schalke 04 oder was? Was passiert denn dann? Was passiert denn, wenn ein Jamal Musiala unseren Club verlässt? Das möchte ich mal gerne wissen. Was passiert dann? Ist er der Messias gerade in unserem Club oder was?
Junge, geht dir mein Kopf nicht rein. Also alle anderen Spieler sind egal. Ja? Weil es läuft kein Vertrag von Harry Kane aus. Es läuft kein Vertrag von Michael Olise aus, die offensiv mindestens den gleichen Anteil hatten wie bisher in Jamal Musiala. Was ist denn los? Junge, Junge. Man zieht sich da an einem Spieler hoch und dann sagt man das als der kommende Kapitän. Ja, ich guck mal, ob der verlängert. Wenn der verlängert, verlängere ich auch. Nee, sorry. Und ja, da ziehe ich mich dran hoch. Und das ist egal, wer das gesagt hat. Da ziehe ich mich an allen dran hoch. Wenn man sowas einfach, das kannst du ja gerne denken, aber dann halt's für dich. Junge, Junge. Ja, aber was ist denn das Interesse vom FC Bayern? Jetzt mal ernsthaft. Nochmal, wir reden über den FC Bayern. Ja? Was ist denn das Interesse des FC Bayern sportlich? Haut mal raus, was ist denn unser Interesse? In den kommenden 3-4 Jahren. Ja, das wird wahrscheinlich auch das Ziel sein, oder? Weil es das Ziel beim FC Bayern jedes Jahr ist. Und das machen wir doch aber doch nicht davon abhängig, ob ein Musiala den Vertrag verlängert, ob ein Kimmich den Vertrag verlängert. Ja, natürlich wären das wichtige Faktoren. Ja, 100 Pro. Beide spielen gerade eine Rolle in dieser Mannschaft, wo man sagen kann, wenn die beiden wahrscheinlich nicht da sind, würden wir wahrscheinlich gerade nicht den Erfolg haben, den wir haben. Ja? 100 Pro. So, aber wenn doch diese Spieler jetzt den Verein verlassen, dann passiert doch nicht und der FC Bayern sagt, jo, alles klar, alles gut, passt schon. Wir machen jetzt nichts, oder was? Nochmal, wenn ein Jamal Musiala diesen Club verlassen würde, dann würden wir doch auch jemand anderen verpflichten. Und wenn ein Joshua Kimmich diesen Verein verlassen würde, dann würde man doch auch schauen, dass man Ersatz bekommt, wenn man meint, man braucht einen Ersatz. Ich habe gerade schon gesagt, vielleicht kann man das auch einfach damit auffangen mit den Spielern, die bereits da sind. Ja? Aber das ist doch nicht so, dass wir dann nicht mehr das Ziel haben. Das meine ich doch nur. Wir haben doch da nicht mehr, also wir sagen doch da nicht, oh, alles klar, jetzt haben wir einen Musiala nicht mehr bei uns und einen Kimmich nicht mehr bei uns. Jetzt ist unser Ziel nur noch Dritter in der Bundesliga zu werden und in der Champions League die Vorrunde zu überleben, oder was? Das ändert doch nichts. Wir sind doch kein Verein, der sagen muss, wir sind von dem und den Spieler super abhängig. Ja, ich weiß nicht, ob da Bayer so viel Geld in Leverkusen pumpt. Das glaube ich nicht. Das weiß ich aber auch nicht, wie da die Verhältnisse sind. Das ist mir aber auch egal. Mir ist auch egal, wie viel Saudi-Arabien in PSG reinpumpt oder was weiß ich, wo die dahinter stehen. Das ist mir Wurst. Das interessiert mich doch alles nicht. Dass wir einen guten Job machen mit wahrscheinlich als der einzigste Club auf dieser Welt ohne fremdfinanzierte Staaten oder sonst was, brauchen wir doch nicht drüber reden. Ja? Ja, frischen Wind auf den Flügeln haben wir ja schon mit Michael, ne? Bräuchten halt nur noch jemand für die andere Seite. Aber das hat ja Uli Hoeneß erfolgreich verhindert vor der Saison. Ja, und zum Thema Aznu, das hätte man halt machen müssen. Aber jetzt stell dir vor,
Malen wir das Bild doch mal. Guck dir mal Alphonso Davies. Keine Ahnung. Die ersten 10 Spiele an, die er für uns gespielt hat. Das war nicht ansatzweise Bundesliga-Niveau. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest da einen Azno hingestellt. Oder selbst nur eingewechselt. Immer mal für 30 Minuten, wie du gerade sagst. So, ja, Fonsi, ja, war jetzt so semi. Nehme ich mal raus, ich bringe den Azno. Und jetzt stell dir mal vor, der Junge hätte da überzeugt. Wie hättest du denn dann rechtfertigen sollen, einen Fonsi Davies jedes Mal wieder aufzustellen und einen Azno auf die Bank zu setzen? So. Und was wäre der Rattenschwanz dann gewesen? Wie hättest du dann verkaufen wollen, mit einem Alphonso Davies verlängern zu müssen oder zu wollen, wenn er sportlich keine Rolle spielt? Verstehst du? Das ist doch das Thema. Also wir können doch jetzt nicht darüber reden, dass ein Alphonso Davies wirklich sportlich für diese Mannschaft unverzichtbar ist. Wie ein Kimmich oder wie ein Musiala, wie ein Harry Kane. Ob ein Alphonso Davies auf der linken Seite spielt oder in China fällt ein Sack Reis um, Alter. Das ist ungefähr dasselbe. Du kannst auch einen Guerrero dahinstellen. 1:1. Ja, der ist nicht so schnell, der hat eine andere Spielweise, definitiv. Aber am Endergebnis spielt das keine Rolle. Ja? Und eben hättest du da auch einen Adam Azno hinstellen können und hättest den da mit reinnehmen können. Ja. Aber nochmal. Wie hättest du dann uns Fans oder der Öffentlichkeit verkaufen wollen, mit Alphonso Davies zu verlängern? Na? Ja, wild, ne? Das ist das. Da hängen halt so viele, ist ja wie Tuchel sagte letztes Jahr. Wie Tuchel auf seinen legendären PKs sagte, dass er nicht frei aufstellen kann, wie er will, weil da ganz viele Rattenschwänze hinten dran hängen, die er beachten muss. Das ist das Traurige. Und deswegen tun wir uns so schwer, solche Spieler zu entwickeln oder diesen Spielern die Chancen zu geben, die sie benötigen. Dasselbe doch mit Ibrahimovic, den wir jetzt abgegeben haben. Alter, Leroy Sanés Leistungen sind Katastrophe. Kings Leistungen waren ewig lange Katastrophe. Serge Gnabry war am Anfang stark, danach ging es auch wieder in Richtung Katastrophe. So, auch da hättest du genug Möglichkeiten gehabt, wie du gerade schon sagtest, in Spielen gegen X, Y, Z mal zu sagen, komm, werf den doch mal rein, guck doch mal. Aber auch das hättest du wieder nicht verkaufen können. Weil dann ist der wieder stinkig, der ist stinkig. Wenn der stinkig ist, ist der stinkig, ist der stinkig. Ist diese Gruppe in dieser Mannschaft stinkig, dann ist das Mannschaftsklima stinkig, dann ist wieder alles scheiße, wie es unter Tuchel war. So, das ist das Problem, was wir haben. Ja, es ist halt einfach nicht gewollt in dieser Mannschaft. Das ist das große Problem. Die Interessen von Bayern München müssen nicht explizit genannt werden, aber die Spieler wie Musiala, Wirtz, etc. wachsen ja nicht so an den Bäumen. Zumal ja andere Spitzenspieler beim FC Bayern auch nicht mehr Schlange stehen. Romantische Vorstellung, Kai. What the hell? Also, wo habe ich denn eine romantische Vorstellung? Den erklär mir jetzt mal, Klaus. Den erklär mir jetzt mal, wo ich eine romantische Vorstellung habe. Hau mal raus. Jetzt stell dir mal vor, Musiala verlängert nicht, aber im nächsten Sommer wird man sich nicht einig und der geht eine Saison später ablösefrei. Ja, das kann aber sehr gut passieren, weil der FC Bayern sich gerade so darstellt, wie er sich darstellt, dass er da gar kein Problem mit hat. Deswegen hätte man ja an Alphonso Davies ein Exempel statuieren sollen und dem diese Saison nicht eine Spielminute geben sollen, wenn er meint, er verlängert seinen Vertrag nicht. Aber genau durch diese Aktion macht man noch Tür und Tor auf. Ja. Ja. Das kann sehr gut passieren.
Weil es den FC Bayern ja nicht interessiert. Dann gehe ich halt mit Jamal Musiala auch ins letzte Jahr. Ja. Ganz großes Kino, oder? Dann kann man doch nicht für 150 Millionen versuchen, Wirt zu holen, ohne Einnahmen zu haben. Wer ist dann auf dem Markt, den man sich leisten kann und der die Leistung bringt? Kulisse wird als Transfer ja so gehypt, weil das so selten ist, solche Spieler für den Preis zu kriegen. Das ist meine große Sorge. Das kann ich dir nicht sagen, wer dann auf dem Markt ist. Wenn ich das sagen könnte, würde ich nicht hier sitzen. Dann wäre ich, was weiß ich, Sportdirektor bei Buxtehude oder was. Ist doch nicht meine Aufgabe, den Spieler dann zu suchen oder zu finden. So, die Glaskugel habe ich auch nicht. Vielleicht ist ein Paul Wanner in 1,5 Jahren soweit und kann das 1:1 ersetzen. So, was spricht denn dagegen? So, auch Musiala hat sich dahin entwickelt bei uns. Das ist ja mal einer der wenigen Beispiele, wo man sich das getraut hat, ihn dann regelmäßig aufzustellen. Und da hat er die Entwicklung genommen. Warum soll ein Paul Wanner das nicht tun? Hat sich doch diese Saison auch gut entwickelt in Heidenheim, oder? Warum soll er das nicht beim FC Bayern können? So, warum soll nicht der nächste schon in unserer zweiten oder in unserer U19 spielen? Weiß ich nicht. Vielleicht spielt der nächste aber auch in Chelseas U19 oder sonst wo. Aber das ist doch nicht meine Aufgabe. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass man dann sagt, oh ja, ein Jamal Musiala ist weg. Was machen wir jetzt? Wir melden den Verein jetzt ab oder wir spielen jetzt nicht mehr auf den Top-Level oder was? Natürlich. Ja, vielleicht kriegst du nicht den Spieler, der dann das Level hat, was ein Musiala hat. Natürlich nicht. Aber ein Jamal in Barcelona kam auch aus dem Nichts zum Beispiel. Ja. So, wer heißt denn, dass es bei uns nicht auch so sein kann? Da musst du halt nur mal die Eier dazu haben, dann so einen 16-Jährigen auch einfach reinzustellen und ihn mal machen zu lassen. So, da sind wir halt wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten. So, den kannst du auch nicht bezahlen. Nee, wer soll den? Der kann auch nur irgendeinen Scheichclub kaufen, so ein Spieler. Dasselbe mit Musiala. So, da gibt es 5, 6 Clubs, die den kaufen können. Ja. So, und wenn die den wirklich nicht verlängern und der nächstes Jahr ablösefrei geht, ja. Ist jetzt nichts, was mich schockieren würde dann. Nach dem, was man halt gerade mit dem Fonzie Davis macht. Ich meine, das kannst du ja mit irgendwelchen alten Säcken machen, wie es ein Manuel Neuer ist, wie es ein Thomas Müller ist. Meinetwegen noch mit dem Josh, der auch auf die 30 zugeht. Da kannst du das ja noch irgendwo verpacken und sagen, yo, ist dann vielleicht nicht ganz so wild. Aber beim jungen Spieler wie Alphonso Davies, der noch 10 Jahre Karriere vor sich hat, zu sagen, ja komm, wir gehen mal ins letzte Transferjahr, also Vertragsjahr, ist halt eine Farce. Ja. Und damit macht man das natürlich Tür und Tor auf für Musiala. Wenn der Musiala das jetzt nicht passt, was wir ihm bieten, oder er will wirklich eine Ausstiegsklausel, der Verein sagt nein, dann wird Musiala sagen, ja alles gut, Alter, ich habe hier noch 1,5 Jahre Vertrag, spiele ich noch ein Jahr hier und dann gucken wir mal. Ja, warum denn auch nicht? Er hat ja keine Konsequenzen daraus. Ja? Außer, dass er dann nächstes Jahr noch ein Handgeld kassiert. Was er wahrscheinlich jetzt auch schon kassieren würde, machen wir uns nichts vor. Aber wahrscheinlich dann nochmal eine Ecke mehr. Ja? Das ist ja, was ich sage, man macht sich da selber die Baustellen auf. Traurig leider. So, was ist denn jetzt mit dem Klaus? Junge, Alter, wenn du hier so einen Spruch raushaust, dann gib mir auch eine Antwort, ne? Haust raus, ich habe eine romantische Vorstellung. Dann hau doch mal raus, auf was ich die romantische Vorstellung denn habe. Na also, Romantik. Gute, erfahrene Spieler sollen sich Trollen ersetzen durch Junge. Aber die Ziele des FC Bayern weiter hochhalten. Hä? Kretzig Wander, hoffentlich bei Bayern, aber die brauchen auch entsprechend erfahrene Mitspieler. Das ist Romantik, oder was? Das ist Fußballromantik? Willst du mich verarschen, oder was? Das ist Fußballromantik, dass man einen alten Spieler durch einen Jungen ersetzt. Oder was? Das ist Fußballromantik. Ist jetzt nicht dein Punkt, oder? Oder was? Den verstehe ich jetzt nicht. Also war es Fußballromantik, dass ein Musiala einen Müller abgelöst hat? Oder was? Und es ist Fußballromantik, dass ein Olysée gerade ein Sané abgelöst hat? Oder wie? Ich verstehe den Take nicht. Was ist jetzt Fußballromantik? Hä? Und wenn wir den Musiala ablösen, dann lösen wir einen jungen Spieler ab und keinen alten Spieler.
Was hat das mit Fußballromantik zu tun? Oder reden wir jetzt über Kimmich? Wenn wir Kimmich ablösen, oder was? Kimmich ablöse, spielt er schon. Dann kannst du Pavlo nehmen als den jungen Spieler. Aber was hat das mit Fußballromantik zu tun? Verstehe ich nicht. Ich bin ja in gewissen Sachen Fußballromantiker, da brauchen wir nicht drüber reden, da stehe ich ja auch zu. Das hat doch nichts mit Fußballromantik zu tun. Ja, geh mal kochen, ey. Fußballromantik. Es hat doch niemand gesagt, dass wir einen Kimmich durch einen jungen Spieler ersetzen sollen. Wer hat das denn gesagt? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben die Spieler schon wahrscheinlich im eigenen Kader. Ich glaube nicht, dass ein Palinja ein junger Spieler ist, oder? Mit seinen, was ist er, 29? Conny Leimer ist auch nicht mehr der Jüngste. Also, kannst einen Pavlo nehmen, aber Pavlo spielt ja eh schon neben Kimmich. Also. Wilder Take. Aber wenn das Fußballromantik ist, ja, dann gut, dann bin ich Fußballromantiker. Da kann man doch nicht kann doch nicht die 150 Millionen versuchen, Wirt zu holen, ohne Einnahmen zu haben. Wer ist dann auf dem Markt, den man sich leisten kann und der die Leistung bringt? Odissa wird als Transfer so gehypt, weil das so selten ist, solche Spieler für den Preis zu kriegen. Das ist meine große Sorge. Da stimme ich erstmal zu, dass es selten ist, für 50 Millionen Spieler zu kriegen, der gleich so funktioniert. Ja. Siehe zum Beispiel Dortmund, die haben nach Bellingham, Haaland, etc. jetzt mal nicht dieses krasse Talent günstig bekommen und zack, geht da alles den Bach runter. Sicher wäre das bei uns nicht so extrem. Aber geil wäre, das glaube ich auch nicht. Ja, natürlich wäre das nicht geil, wenn du einen Jamal Musiala, der 150 Millionen wert ist, ablösefrei verlierst. Da brauchen wir nicht drüber reden. Definitiv nicht. Ja, das wäre eine Katastrophe finanziell gesehen. So. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, haben wir für Musiala überhaupt eine Ablöse gezahlt? So, da muss man das auch mal ins Verhältnis setzen. Haben wir, glaube ich, nicht. Oder wenn eine kleine, denn der kam in die Jugend. So, ja. Also ist das jetzt auch nichts, wo du sagst, ey, ich habe 100 Millionen versenkt. Das könntest du dann beim Harry Kane sagen, wenn der in 2 Jahren für 10 Millionen wechselt, dann kannst du sagen, hast 90 Millionen versenkt. Meinetwegen, ja. Das ist halt die andere Seite der Medaille. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, natürlich. Wenn du einen Spieler hast mit 150 Millionen Marktwert und der wechselt ablösefrei, dann hast du auf jeden Fall irgendwas verkehrt gemacht. So, ne? Ist ja gar keine Frage, ey. Aber wir haben ihn ja auch nicht für 100 Millionen gekauft, ne? Dass du dann sagst, oh, ich habe jetzt 100 Millionen Minus gemacht. Das ist ja auch nicht der Fall. Aber ja, wenn du dann über einen Wirtz redest und du sagst, ja, da musst du 120 Millionen ausgeben, ja, dann musst du die natürlich haben. Ja, ist richtig. So, aber wer sagt denn, dass es dann auf den Wirtz hinausläuft? Leverkusen wird ihn doch eh nicht zu Bayern gehen lassen. Das ist dasselbe wie mit dem Havertz damals. Haben die auch gesagt, der kann ja überall hingehen, nur nicht zum FC Bayern. So. Und die besseren Angebote werden ja wahrscheinlich eh von anderen Vereinen kommen, was den Wirtz angeht, was die Ablöse betrifft, oder? Da muss der Spieler schon explizit sagen, ich will nur zum FC Bayern, damit da nur ansatzweise das mal passieren könnte, dass ein Wirtz beim FC Bayern ist. So, aber vielleicht verlängern wir doch einfach auch mit allen Spielern. So. Dann ist doch alles schön, oder? Zahlen wir halt einen Josh 25 Mille und Musiala 25 Mille. Der kriegt noch seine Ausstiegsklausel für 175, damit ihr euch auch keine Sorgen machen, wenn er den Verein dann verlässt, weil dann hast du 175 Millionen, um anderen Spieler zu verpflichten. Alphonso Davies behältst du natürlich auch noch für die 16 Millionen, weil sonst ein Jamal ja nicht bleibt. Und dann ist doch alles fein, oder? So, dann haben wir doch gar keine Baustellen. Ja, ich sehe das halt auch nicht so wild. Ja, wie gesagt, ein Jamal Musiala ist gerade der X-Faktor bei uns, gerade bei tiefstehenden Gegnern. Gar keine Frage. Aber es ist doch nicht so, dass es keine anderen starken Spieler gibt. Ja, und wenn du selbst nur einen Simmons nimmst oder
Also es ist doch nicht so, dass es keine gibt. Ja. Aber ja, ich verstehe natürlich den Take hier mit dem auslaufenden Vertrag. Ja, 100 Pro. Aber das ist ja, wie ich gesagt habe, jetzt schon eine Katastrophe, diese Saison. Also man hätte halt nie dahin kommen dürfen, dass Verträge wie beim Kimmich auslaufen. Ja, aber beim Kimmich hat man sich halt einfach, das ist ja auch das Thema, was ich auch gar nicht kritisiere am Josh, ja, ist ja, was ich vorhin sagte, so Max Eberl hat sich letzte Saison gedacht, weißt du was, den Leroy, den Kimmich, den Goretzka, wahrscheinlich den Serge und den Coman, würde ich am liebsten loswerden. So, das ist sein Take letzte Saison gewesen. Was man auch verstehen kann aufgrund der Leistungen und des Gehaltes, was sie nun mal beziehen. Ja? War der klare Gedanke, komm, die Spieler werde ich los, verpflichte neue Spieler. Deswegen haben wir ein paar Linien verpflichtet. Und alles ist gut. So. Dann hat sich natürlich ein Eber gedacht, ja, dann verlängere ich ja jetzt nicht den Vertrag. Ja. So. Weil es geht ja in erster Linie darum, die Gehaltskosten zu senken. Ja, 20 Millionen Gehalt einzusparen beim Kimmich, beim Leroy. Goretzka hat natürlich noch ein Jahr und so weiter. Da geht das natürlich nicht. Völlig verständlich. Ja. So, die Leistungen haben nicht gepasst. Über 1,5 Jahre und mehr bei allen diesen Spielern, die ich gerade nenne. Und dann denkt sich ein Eber, ja, drauf geschissen, dann verlängere ich doch jetzt nicht die Verträge. So, ja. Dass ein Kimmich dann unter Kompanie wieder so aufblüht und ja, ein fester Bestandteil, wenn nicht so der wichtigste Faktor in dieser Mannschaft gerade ist, konnten Eberl natürlich nicht mitrechnen. Ne? War von seiner Seite aus mit Sicherheit nicht geplant. Und jetzt steht er halt dumm da und dass ein Josh jetzt sagt so, wie? Du willst mich dann mit 13, 14 Mille abquatschen? Kannst du vergessen, Junge. Ja? Ich gucke jetzt mal, was der Jamal bekommt und wenn der 25 bekommt, dann will ich die auch haben, damit ich hier bleibe. Und will noch, was weiß ich, 30 Mille Handgeld haben. Völlig legitim. Ja, so ist das Geschäft, Alter. Ja, verstehe ich ihn 110%. So, das Ding hat man sich halt selber ins Nest gelegt. Ja. Fertig aus. Das ist ja auch nicht, was ich vorhin kritisiert habe. Da stimme ich euch ja zu, dass man sagt, ja, selber schuld, so ist der Markt, ne? Hat er sich jetzt ins eigene Fleisch geschnitten. Hätte man sich vielleicht mit dem Trainer besser abstimmen sollen, ne? Aber vielleicht hat auch der Trainer nicht gedacht, dass Kimmich wieder dieser Faktor wird, keine Ahnung. Aber dann hätte sie ja den Palinja-Transfer schenken können, ne? Die 50 Millionen, die jetzt halt einsparen können. Ja, aber so ist das. Ja, als Verein sind wir auf jeden Fall, was diese Top-Vereine angeht, sind wir auf jeden Fall zu weich. Ja, zahnloser Tiger verkommen, was den Umgang mit Spielern angeht. Ja, wie gesagt, nochmal, ne? Es geht ja nicht darum, dass man Spieler, die wirklich performen, nicht dementsprechend entlohnt. Ja. Bleiben wir beim Beispiel Kimmich. Wenn Kimmich die Leistung bringt, die er bringt, ist das für mich völlig fein, wenn er gutes Geld verdient. Genauso Musiala, genauso ein Harry Kane, meinetwegen Michael Olise, wenn die Jungs gute Leistung bringen. Ja, das Geschäft ist nun mal das, was es ist. Die Leute verdienen einfach zu viel Geld in diesem Geschäft. So. Müssen wir alle mit leben. Ja? Völlig fein. Es geht ja um die Sachen, wo Spieler das Geld bekommen, die nicht dieses Niveau haben. Na? Das ist ja das Problem. Und da sind wir zu zahnlos, ja. Da sind wir definitiv zu zahnlos und haben Verträge geschlossen, die katastrophal sind. Und das muss ein Eberl und ein Freund da gerade ausbügeln. Na? Das ist das Problem. Ja, ob Musiala ein Top-3-Player der Welt aus seiner Position wird, werden wir auch sehen. Er hat mit Sicherheit die Möglichkeiten dafür, ja. Haus in Haus, erstmal vielen lieben Dank, ne, für dein Primey. Die Möglichkeiten hat er, definitiv. Ja. Aber ob er das werden wird, werden wir sehen. Ne?
Ja, natürlich sind in der Vergangenheit größere Spieler gegangen. Es wird immer weitergehen. Das ist ja nun mal einfach so. Ich würde mich auch freuen, wenn Musiala bleibt. Und wie gesagt, für mich ist das auch völlig fein, dass er dann das Geld verdient auf die Leistung, die er bringt. Oder auf dieser Faktor, der gerade ist für diese Mannschaft. Na? Ist halt leider in dieser Sportart so. Keine Trainingsgruppe 2 halber am Betteln, dass manche um jeden Preis bleiben. Ein trauriges Trauerspiel heutzutage. Ja, ist leider wirklich so bei uns. Kann man auch teilweise nicht nachvollziehen. Ne? Weiß ich auch nicht. Ganz wild. Man hat manchmal so das Gefühl, das ist wie mit den Pressekonferenzen. Wir sind in vielen Bereichen gehen wir mit der Zukunft oder sind teilweise auch mal einen Schritt voraus. Und in vielen Bereichen sind wir als Verein, keine Ahnung, einfach stehen geblieben. Bei gewissen Punkten. Wir haben uns einfach nicht weiterentwickelt. Mit der Zeit, was man braucht. Ist halt so. Wie gesagt, beim FC Bayern, wenn du beim FC Bayern spielst und du hast einmal irgendwie was Großes erreicht, dann hat man das Gefühl, der Verein ist dir lebenslang dankbar und macht alles mit, was irgendwie, was du willst, so. Ganz schwierig. Wir lassen uns viel zu sehr von Spielern auf der Nase rumtanzen als Verein. Das ist das Traurige eigentlich. Wie gesagt, nimm nur Fonzie Davis. Und das ist ein Spieler, der nichts groß erreicht hat oder der X-Faktor ist oder sonst was. Selbst von so einem Spieler lassen wir uns vorführen. Als Verein. Ja, dass das von so einem Kimmich kommt oder sowas, alles gut. Ja, da kannst du das ja noch hinnehmen mit 10 Jahren im Verein. Und wenn du meinst, so, er ist der Anführer der Zukunft, wenn du davon überzeugt bist, alles gut. Ja, dann kannst du das ja so handeln. So, dann kannst du dich ja da ein bisschen bloßstellen und das so hinnehmen. Aber doch nicht bei so einem Spieler wie Alphonso Davies, Alter. Ja, das ist das Traurige. Und das ist auch ein trauriges Zeichen an die anderen, die dahinter sind. Aber gut, da müssen wir mit leben. So ist es halt. Ja, wild. Haben wir das Thema Verträge durch, würde ich sagen, oder? Haben wir unsere Meinungen ausgetauscht. Würde mich mal interessieren, seid ihr eigentlich zufrieden mit der Arbeit von Eberl und Freund? Ich bin da zwiegespalten. Für Michael bin ich ihnen dankbar, aber für den Rest würde ich ihnen eine schlechte Note geben. Boah. Also wenn wir den aktuellen Zeitpunkt bewerten müssten, ja, gehe ich da mit. Also wenn wir den aktuellen Zeitpunkt als Maßstab nehmen würden, allein die Phase mit Fonzie Davies, ja. Ich hätte heute schon mehrfach ausgeführt, das ist Katastrophe. Transfer von Michael, Bombe, ja, weil er direkt eingeschlagen hat. 100 Pro. Aber alles andere, ja, auch die Kommunikation halt. Nicht nur diese Kommunikation von Eberl auf Davies bezogen, die ja ganz klar war. Auch die Kommunikation, ja, letzte Saison, ja, wir gucken jetzt, wer Leistung bringt, wer nicht. Und dann wird das knallhart aussortiert. Wer nicht zum FC Bayern steht, den hauen wir weg. Und Mathys Tel, Gesicht der Zukunft. Und dann noch vor der Saison. Und ja, wir werden jetzt natürlich hier Spieler XYZ werden wir einbinden, weil wir wollen wieder Talente integrieren in diese Mannschaft. Und von all dem ist nichts passiert. Gar nichts. Absolut null. Ja, man hat kein Talent, das Vertrauen geschenkt. Ja, man lässt sich von Fonzie Davies auf der Nase rumtanzen. Dazu jetzt noch von Josh.
und so weiter. Das ist eine Katastrophe. Also die Arbeit von Eberl und Freund ist bisher nicht gut. Ja. Und wenn sie jetzt die Spieler verlängern sollten, ja Leute, brauchen wir nicht darüber reden, dass ein Kimmich jetzt sagt, ey, ich verlängere jetzt hier für 15 Millionen. Ja. Was ja das Ziel war, warum man das ja angeblich macht. Oder ein Fonzie Davis. Glaubt ihr, der verlängert jetzt für 10 Millionen, 12 Millionen? Ja. Katastrophe. Nee, das ist das Schlimme. Dann sollte man halt einfach die Fresse halten, ne? Dann sollte man sich nicht da öffentlich hinsetzen und groß Töne spucken und machen und tun und dann das genaue Gegenteil später machen. So, und deswegen ist das kein gutes Zeugnis, was man Eberl und einem Freund gerade geben kann. Ja, guter Trainertransfer, definitiv. Ja, musst du dich halt auch erstmal trauen. Das ist positiv. Michael ist positiv. Ja, aber der Rest. Ja. Dass man wieder ein Neuer im Arsch kriegt und da nicht auch irgendwie sagt, komm, du kriegst jetzt nur noch 5 Millionen oder sowas. Wird auch nicht passieren. Brauchen wir uns nichts vormachen. Dasselbe mit Thomas Müller. Ich meine, ob das jetzt stimmt oder nicht, warten wir mal ab. Aber ich habe da Zahlen von 10, 15 Millionen gelesen. Für was? Ja, Katastrophe, Alter. Katastrophe. Aber am Ende des Tages wird ein Eberl wahrscheinlich daran gemessen werden, wird er den Vertrag mit Musiala verlängern oder nicht. Wahrscheinlich wird das eine große Bemessungsgrundlage werden. Ja, ist er auch. Guten Abend. FCB Ribery. Fonzie Davis ist ein guter Spieler, ja. Aber er hat noch lange kein Niveau, um 15, 16 Millionen zu verdienen. Ja, aber das ist ja in Barcelona unabhängig vom Trainer, die Philosophie. Ja, das Gegenteil von uns. Ja, bei uns war die letzten Jahre die Philosophie, wir lassen die Spieler, die seit Ewigkeiten da sind, weil sie da sind, egal welche Leistung sie bringen, spielen. So, und in Barcelona war schon immer die Philosophie, wir haben junge, gute Spieler. Es ist egal, ob die 16, 15, 17, 18 sind, wir lassen die spielen. Punkt. Ja, das ist der große Unterschied. So, und vor der Saison hat man sich halt dahingestellt und gesagt, ja, wir wollen auch in diese Richtung gehen. Und man hat es nicht gemacht halt. Ja. Warum? Ja, haben wir ja schon mehrfach gesagt. Will ich in Kompanie auch gar nicht den großen Vorwurf machen. Aber da muss man halt als Sportvorstand und Sportdirektor nicht so ein Statement raushauen. Ja, wenn man das dann wieder nicht macht. So. Wir werden sehen, ob es in Zukunft anders werden wird. Vielleicht, wenn wir dazu gezwungen werden. Keine Ahnung. Aber da musst du halt erstmal alte Zöpfe abschneiden. Ne? Das ist ja das Thema. Da musst du Leroy, Sané, Gnabry, King, Goretzka. So, da musst du die auch erstmal alle abschneiden, loswerden, damit du da mal in diese Schiene gehen kannst. Weil anscheinend haben wir ja nicht die Eier im Verein, die Spieler dann anhand der Leistung zu beurteilen. Außer beim Goretzka hatte man dann die Eier und die hat man jetzt aber auch schon nicht mehr, weil dann der Aufschrei riesig war. Oh, wie kann man denn den Leon so dahinstellen und super verdienter Spieler und kann doch nicht sein und geht doch nicht und ja. Das ist das Thema. Aber ist ja auch nicht neu bei uns, oder? Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ne? Und das Thema Verträge wird uns auf jeden Fall... Boah, also es wird mich überraschen, wenn das in den nächsten 2 Monaten alles geklärt wäre. Ja, wahrscheinlich ist es dann geklärt, wenn irgendein Spieler sagt, jo,
alles klar, ich habe jetzt da und da unterschrieben. Dann ist das wahrscheinlich geklärt. Ja. Ja, was heißt ja nicht, dass ein Sané menschlich nicht okay ist, oder ein Coman oder ein Serge. Ja? Die können ja alle menschlich okay sein, darum geht es ja nicht. Es geht ja nur ums Sportliche, nicht ums Menschliche. Aber klar ist natürlich so ein Goretzka sympathischer, der sich dann da hinsetzt und Gas gibt, als wie jemand, der letztes Jahr sagt, ja, ist mir egal, ich will nach Real Madrid und ich verlängere hier den Vertrag nicht und drauf geschissen und schon klar, ne? Das verstehe ich schon. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Das verstehe ich auch nicht mit der Torwart-Geschichte da. Ich meine, hätte der Daniel jetzt irgendwie in den Partien, die er jetzt spielen durfte, weil Manu nicht konnte, irgendwie jetzt super unsicher gewirkt oder man hätte gemerkt, so er ist dem Druck nicht gewachsen oder was weiß ich was oder hätte sich die riesen Böcke geschossen, hätte ich ja gesagt, jo, alles klar. Let's go, aber es war ja genau das Gegenteil der Fall. Ja. Verstehe ich auch nicht. Aber versteht wahrscheinlich auch keiner, oder? Diese Torwart-Geschichte bei uns. Ist das dasselbe wie damals mit der Nachfolge von Olli? Ja? Das war ja auch nicht so einfach. Auch da wird man sehen. Ich meine, das ist ja okay, wenn du meinst, das ist ein Riesentalent da in Köln und du den verpflichten willst, ist das ja völlig fein. Ja, dann verpflichte ihn dann als Nummer 3, Alter. Ich denke, mit dem Ulder brauchst du auch nicht nochmal verlängern. Der Vertrag läuft auch aus, den haben wir ganz vergessen bisher. So. Dann hast du einen Perez als Nummer 2, wenn man meint, man muss ein Neuer da nochmal durchschleifen. Dann hast du halt einen jungen dritten Torwart nochmal dahinter. So. Und wenn ein Neuer dann weg ist, dann kannst du sagen, jo, hier, die beiden, plus vielleicht noch irgendein erfahrener Sack. Ja. Und dann sagst du, let's go. Der Beste steht im Tor. Oder aber du machst den anderen Move und haust irgendwo 80 bis 100 Mille raus und verpflichtest einen, ne? Ja. Weil das Nübel das irgendwie auch nur ansatzweise bei uns verpacken wird, glaube ich persönlich nicht. Ich mir nicht vorstellen. Aber auch da müssen wir wahrscheinlich noch ein Jahr warten. Ja, da ist gar kein Sinn dahinter. Man erhofft sich halt einfach einen Sinn dahinter. Ja? Ich verstehe das halt auch nicht. Das ist ja immer, was ich sage. Man holt, man macht und tut, man hat Talente, man hat aber nicht die Eier, diese spielen zu lassen. Nochmal, man muss sich einfach mal ein Beispiel an Barcelona nehmen, Alter. Aber man hat es in der Vorrunde mit dem Aznu auch nicht gemacht. Der verschimmelt auch wieder vor sich hin. Ja? So, man hat nicht die Eier dafür. Man hat nicht die Eier dafür, gestandene Spieler in Frage zu stellen oder mal ein kleines Risiko einzugehen. Um zu sehen, ob die Spieler das packen. Ja? Warum? Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Schwierig halt. Ja, Blondie, weiß ich nicht. Ich hätte da jetzt auch nicht die Kopfschmerzen mit. Ich meine, man hat ihn ja damals extra verpflichtet deswegen. Man hat ihn da angepriesen als den großen Torwart und bla und Sülz und alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, ist auch gut. Ja? Ob er das dann auf Dauer abrufen kann, ob er den nächsten Step macht, wenn er mal spielen darf am Stück,
alle 3 Tage, wissen wir halt nicht. Wissen wir halt erst, wenn es soweit ist. Ne? So. Aber man muss halt einen Übergang hinkriegen. So, vielleicht kriegt man das nächstes Jahr hin. Ich weiß nicht, wie der Plan da ist. Wenn man ein neuer verlängert und der nächstes Jahr wieder jedes Spiel macht, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr. Na? Und da macht es auch keinen Sinn zu sagen, keine Ahnung. Jo, ich verpflichte den jetzt und verleihe den Daniel. Warum willst du den Daniel verleihen? Ja? Ist doch jetzt schon Teil dieser Mannschaft und wird sich doch auch schon ein bisschen entwickelt haben. Dann musst du ihm jetzt halt auch die Spielzeit bei uns geben. Und nicht wieder in irgendeine andere Mannschaft stecken, wo wieder alles anders ist und verstehe ich halt auch nicht. Aber vielleicht, keine Ahnung. Sind wir wieder bei der Fußballromantik? Ja, vielleicht bin ich da zu sehr Fußballromantiker. Na, immerhin ist er jetzt Nummer 2. Der Peretz. Na, Olli? Immerhin darf er die Nummer 2 jetzt sein in der Rückrunde. Keine Ahnung. Man hatte ihn halt gekauft gehabt, falls Manuel Neuer es nicht packt. Ja, das war wahrscheinlich der Gedanke. So, Manuel Neuer kommt nach seiner Verletzung nicht mehr zurück. Dann hat man wenigstens Daniel Peretz. So. Also wird man ja mal von dem Jungen überzeugt sein oder gewesen sein. Ja? Warum man das jetzt nicht ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Frag mich nicht. Vielleicht hat man aber auch einfach wieder nur Angst da, dass einem Torwarttalent durch die Lappen geht oder was weiß ich. Wir haben schon so viele Torwarttalente bei uns in der Jugend auch gehabt und davon irgendwie hat es irgendwie keine Ahnung, wo die mittlerweile alle rumrennen. Ja, genau. Das ist ja das Problem bei uns. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ne? Ist ja nicht so, dass wir kein Scouting haben. Aber wir holen und lassen die Leute halt nicht spielen. Und dass du dann irgendwann diese Spiele auch nicht mehr bekommst, weil die sagen, ja, was soll ich bei euch? Ich spiele eh nicht bei euch. Wenn Spieler X, Y und Z da sind, spiele ich bei euch nicht, weil ich weiß, dass die immer spielen. Ne? So ist doch auch völlig normal. Ich halte das auch für Schwachsinn, den Peretz zu verleihen. Wie gesagt, hat auch einen guten Eindruck gemacht in den Spielen. Selbstbewusst, direkt da. So, als wäre er schon immer da gestanden, ne? Also ich habe da jetzt auch nichts gesehen, was dagegen spricht. Also. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, aktuell, habe ich ja schon gesagt, ich glaube, aktuell geht es in Company darum, dass das Team wieder eine Mannschaft ist, was er ja auch geschafft hat, indem er an den ganzen gestandenen Spielern festhält. Und halt nicht sagt, ja, pass mal auf, das reicht mir nicht, ich bringe jetzt hier mal den Jungen rein, ich bringe hier mal den Jungen rein und guck einfach mal. Ja? Er stellt die nicht in Frage. Ganz im Gegenteil, er versucht sie halt wieder auf die Form zu kommen. Das hat er ja auch teilweise geschafft. Ja, das muss man ja auch sagen. Aber dadurch sind natürlich wieder alle Baustellen zu, ne, für junge Spieler. So. Lass mal eben machen und mal schauen. Schauen wir mal. Hauptsache ist nur der HSV spielt nächstes Jahr wieder zweimal gegen den FCB. Das werden wir mal sehen, wa? Zweite Liga ist ja alles möglich. Ja, Nico Williams wäre schon wild, ne? Aber wir bekommen ja keine Topspieler mehr. Ja, natürlich. Das ist ja egal, welchen Torwart du da reinstellen wirst. Nach Neuer. So, die werden alle gemessen, ja, und die werden auch alle mal Fehler machen. Erinnert euch an die Übergangszeit nach Olli Kahn, ja, unter Louis van Gaal mit dem Kraft und sowas, ja. Also, das ist auch völlig normal.
Da mache ich mir auch keine Sorgen beim Vinny. Wenn man sich das gerade anguckt, zieht er ja auch genug Spieler durch, bis sie ihre Form wiederfinden. Ja. Das wäre mehr als Verein. Ich weiß nicht. Ich kann das Leistungsniveau halt nicht beurteilen, ne? Von Perez. Nur die paar Spiele, die wir gesehen haben. Und das fand ich völlig okay. So. Ich weiß nicht, ob die im Training irgendwas sehen, wo sie meinen, das reicht nicht für ganz oben oder was. Keine Ahnung. Aber ich meine, es ist ja schon mal gut, dass er jetzt immerhin Nummer 2 ist. Ja? Und Ulle Nummer 3. Das heißt, wenn Neuer nicht da ist, darf auf jeden Fall schon mal ein Daniel spielen. Ich glaube, das ist ja schon mal der richtige Schritt. Ja? Und wahrscheinlich hätte er sogar gespielt, wenn er nicht verletzt jetzt wäre. Ich glaube, dann hätte Neuer nicht gespielt. Hätte er sich wahrscheinlich erstmal komplett auskuriert. Das Problem ist halt, was ein Daniel gerade hat, wir bekommen halt kaum Torschüsse, ne? Wir bekommen halt kaum Torschüsse. Dass man mal sagen könnte, er kann mal zeigen, was er kann als Torwart. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was wir haben. Na? Wenn du 3 Torschüsse pro Spiel zulässt, ja. Wir werden sehen. Aber auch da, wir sind halt gerade in einer schwierigen Phase, was so den Kaderumbau angeht, ne? Wir haben halt wieder nicht geschafft, oder was heißt wieder, wir haben es halt nicht geschafft, entweder mal zu sagen, so, knallharter Cut jetzt, ja, und die Spieler weg, wir holen 5, 6 neue, wir haben halt mal ein Jahr Aufbauzeit, à la Leverkusen, wie auch immer, haben dann eine gute Mannschaft, ja, kommen zurück, oder zu sagen, yo, das ist eine Baustelle, Thomas Müller, die bauen wir jetzt ab, dann haben wir die Baustelle Manuel Neuer, die bauen wir jetzt ab, dann haben wir die Baustelle, bauen wir ab, haben wir auch nicht hingekriegt. So, wir haben halt gar nichts hingekriegt, was in diese Richtung geht. Und jetzt stehen wir an diesem Punkt, wo irgendwie alles gleichzeitig ein Thema ist. Alles ist gerade gleichzeitig ein Thema. Ja. Und das ist schwierig. Und das sehen wir gerade halt. Ja, aber das reicht ja nicht. Wenn du Perez jetzt die Pokalspiele gibst, ja, wow, macht er 2 Spiele im Jahr, weil wir in der zweiten Runde ausscheiden, oder was? Das reicht halt nicht. Also du musst dann sagen, keine Ahnung, entweder kriegt er die Bundesligaspiele, Neuer die Champions League-Spiele und Pokalspiele oder umgekehrt. Ja, du musst den Torwart schon richtige Spiele geben auch. Und nicht nur irgendwelche Spiele gegen irgendwelche Dritt-, Viertligisten oder sonst was. Also, wenn, dann müsstest du echt schon so einen Cut machen. Ja, gut. Das ist ja klar, Collio. Aber es ist halt dann schwer für einen Perez, sich da irgendwie auszuzeichnen, wenn dann von diesen 3 Torschüssen auch noch einer so gut geschossen ist, dass er unhaltbar ist und die anderen beiden irgendwelche gefühlt Rückgaben sind, sowieso sich ein Perez auszeichnet. Weißt du, was ich meine? Das meinte ich damit nur. Ist ja jetzt nicht so, dass wir dann gegen Gegner spielen, der uns 10 Schüsse aufs Tor ballert, dass er sich mal auszeichnen kann. Ne? So war das gemeint. Das ist halt sein Problem so ein bisschen. Aber wie gesagt, mir hat er vom Auftritt her super gefallen in den Spielen, die er gemacht hat. Absolut null, nicht nervös gewirkt. Auch die Jungs direkt angewiesen. Das war alles fein. Ne? Deswegen, also ich habe da so wenig Kopfschmerzen eigentlich. Aber du musst ihnen halt jetzt halt die Zeit dann auch geben. Ne? So. Das wird man sehen, ob das nächstes Jahr passiert. Weil Neuer wird ja zu 100% verlängert werden. Ja. Was ja auch fein ist am Ende des Tages, wenn es zu vernünftigen Konditionen ist. Ja. Wenn er auch nicht mehr wegen mir aufs Kapitänsamt besteht und wenn er halt die Spiele abgibt. Ne? Und versucht dann halt auch den anderen Torwart dahin zu bekommen, wo der andere Torwart sein muss, wenn er dann aufhört. So, da weiß ich aber nicht, ob Manuel Neuer dafür der Typ ist.
alles, was ich bisher von ihm so gesehen habe, denke ich, dass es eher schwierig ist. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich ja auch. Und alles wird schön ist, ja. Ne? Wir werden sehen. Aber ja, wir haben viele Baustellen halt. Ja. Wow. Ich will noch deine Nachricht hier freigeben, das ist ja wild. Wegen Ding. Mhm. Wegen sexuellen Begriffen muss ich die freigeben dann in der Nachricht. So ein Ding. Ja, ich gehe schon davon aus, dass man das klar kommuniziert, ne? Wenn man mit dem Neuer jetzt verlängert. Dass man klar kommuniziert, pass mal auf, Manu, hier Champions League und das geht an Daniel. Also alles andere wäre dann wieder ein Armutszeugnis für Freund und Eber. Weil du kannst nicht sagen, so jetzt, bam, keine Ahnung, nehmen wir nächstes Jahr, neuer, bam, ja, alles klar, ich bin jetzt weg, tschö. Und dann stehst du dumm da. Also du musst jetzt halt einen Torwart ranführen. No. Und dann ist das eine gute Sache. Wie gesagt, geht das Gehalt von Neuer auf ein Niveau, was angemessen ist. Gibt man dem anderen Torwart, wie ich gerade schon sagte, entweder die Champions League oder die Bundesligaspiele, dass der rangeführt wird, dann ist das eine gute Sache. Ja. Niemals wird man das kommunizieren. Hat der Eberl doch gesagt gehabt, oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Irgendwo habe ich das gelesen oder habe ich das in der PK gehört? So in die Richtung. Er hat es nicht so klar gesagt, aber er hat schon gesagt, man muss da mit Manuel Neuer klar kommunizieren. Nee, die Nachricht von Ribéry hier mit dem Ding in der Nationalmannschaft. Ja, mit Glück kannst du alles schaffen. Wer sagt denn, dass Barca ins Champions League Finale kommt? Ich denke, es gibt genug Mannschaften, die da auch stehen können. Ne? Mit Glück kannst du alles schaffen. Wollen wir nicht drüber reden. Das ist ja nicht so, dass wir einen schlechten Fußball spielen oder keine gute Mannschaft haben. Also. Du musst halt erstmal, dass die Spieler müssen auf dem Punkt da sein. Es darf sich kein Kane, es darf sich kein Musiala verletzen, es darf sich kein Olisse verletzen. Weil alles, was danach kommt, ist mittelmäßig, was den Angriff angeht. Punkt 1. Manuel Neuer muss zumindest auf 80-90% seines Leistungspensums laufen. Ja. Auch das wird wichtig sein in den entscheidenden Phasen. Ja, und dann brauchst du das Spielglück. Ja. Und natürlich die Tagesform, logisch. So, aber ich glaube nicht, dass wir uns da unbedingt verstecken müssen. Ja. Aber da gehört halt viel zu. Champions League zu gewinnen ist immer... Oder überhaupt ins Finale zu kommen, ist schwierig. Ja. Ja, das Gefühl hat man ja bei Neuer und Müller, ne? Haben wir ja auch gehört zu Max. Ja, mit Müller ist das einfachste Gespräch. Willst du? Willst du? Ja, willst du? Ja, alles klar, komm. Fertig. Nochmal 20 Meter raus. Naja, so ist das halt. Bei unserer Historie sind im April wieder alle verletzt. Tja, das werden wir sehen, ne? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, was mit denen, was mit dem Talent aus Köln ist. Mir gar nichts gesagt. Naja, gut, Leute, ich mache jetzt Feierabend. Ich mache jetzt Feierabend. Morgen geht es ja schon wieder weiter mit der PK für Hoffenheim. Und die kommenden Wochen und Monate werden noch wild werden bei uns, denke ich. Das kostet die Welt, Neuer nimmt die Hälfte. Ja. Und baut dann noch 3 Skiresorts oder was. Oh, das war mir ein Fest.
Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und live hören wir uns nächsten Montag. Ansonsten natürlich auf YouTube, ne? Da geht ja jetzt wieder englische Woche, englische Woche, englische Woche. Schlag auf Schlag bei uns. Und hoffen wir auf ein gutes Spiel gegen Hoffenheim. Ich gehe vom klaren Sieg aus. Ja. Sollte machbar sein, ne? Und dann geht's ja im Februar geht's ja dann richtig los. Dann werden die Nägel mit Köpfe gemacht. Aber da muss die Vertragslage ja noch nicht klar sein, ne? Wenn wir gegen Frankfurt, Leverkusen und Dortmund spielen. Das ist noch nicht schlimm. Reicht, wenn es im April soweit ist. Leute, haut rein. Schönen Abend wünsche ich euch. Danke, dass ihr da wart natürlich. Tschüssi.